So, schöne guten Abend alle Guten, die als von der Bause noch gucken. Als allererst will ich den Kollegen Gilles Altmann entschuldigen, den kurzfristig verhindert ist. Wie gewinnt dann ein paar Informationen, was die letzte Zeit so las war. Den 1. Juli nach der letzten Sitzung war eine Reunion von der Kommission Aéroportuaire, die war das online. Dann haben wir aber ein paar Informationen gekriegt, unter anderem, was die Arbeiten und der Piste dürfen Findelo geht. Die laufen ja das Jahr, da sind alle nicht, da haben wir besonders mitgekriegt, so 250 bis 300 Leute am Einsatz, die dann auch wissen, mehr haben, bis morgens 6 Uhr schaffen. Und der Fluchtbetrieb, der lebt dann aber am Tag weiter. Im Moment sind die Arbeiten auf dem Teil Richtung Zenz, wo hauptsächlich geschafft wird. Und geht auch, wenn man von März, April bis September, Oktober geschafft, wenn es dem wird, sodass der Teil Richtung Osten, der wird am Jahr 2022 gemerkt gehen, mit das allesamt Delay und am Prinzip müsste dann nächstes Jahr die ganze Piste neu gemerkt gehen. Natürlich die Piste, die Kanalisationen, rund um die Piste, Belichtungen und alles gehen da auf den letzten Standpunkt. Dann ist es auch so, dass durch den 1. Juli Landetaxen noch bezahlt gehen hier am Flughafen. Und die Taxen, die sind auch das doppelt für die Fliegerin, die nutzt zwischen 11 und 6 Uhr landen, auf 50% die, starten. Doppelt, was sie starten, auf 50%, was sie zwischen 11 und 6 landen. Dann hat man den 7. Juli hier eine Arbeitssitzung beim Gemeinderat, wo wir dann das Parkraumkonzept vorgestellt haben, noch als Dressier-Zone. Das Projekt von der Dressier-Zone, die werden der Riverain den Urrainer auch vorgestellt, gegenüber der Summe. Und wir werden das Projekt dann am September hier mal den Jour haben, für dann heute zu genehmigen. Den 9. Juli als zu Mantanach Hafmelen als Schachter unterschrieben gehen vom Komitee de Pilotage Natura 2000 Gutland Mosel, sodass das Komitee de Pilotage offiziell funktioniert, den eben dafür zuständig ist, für dann die ganzen Maßnahmenkatalogen, all die Maßnahmen umzusetzen, für eben die verschiedenen Natura 2000 Zonen, die hier bei uns an der Gegend da sind. Da war der 11. Juli ganz flotte Konzert von der Schötter Musik neues am Kiestewe, natürlich am Respekt von den Covid-Mesuren. Von der Welt natürlich Leute gucken kommen an auf dieser Platz auf der Musik merci so für die ganz flotte Initiative, das auch schön simol debausen zu hören an man paar Leute bei können kommen für Musik zu werden. Dann hatten wir den 12. Juli eine Interview beim Transportminister wegen der Reklamationen, die am Kader von der Sportfliegerei angehen, noch was Fluchtrouten geht Richtung Osten. Da ist direkt nicht allzu viel Konkretes rauskommt dabei. Noch aus von den staatlichen Instanzen sind viele Reklamationen, die so noch geguckt haben, nicht unbedingt berechtigt. Dann müssen wir mal gefragt, für die Zahlen zu kriegen, für mal genau zu sehen, was für Reklamationen berechtigt waren, was für nicht. Wenn wir die Zahlen haben, werden wir die dann auch analysieren, zusammen mit unseren Interessenvereinen. Dann werden wir auch da mit den zuständigen Instanzen darüber gucken, wo wir dort sind. Das ist auch festgehalten, wir haben uns probieren, einen kurzfristig Versuch zu machen, mit einem elektrischen Flieger für die Flugschulen, was ein ganz flott sagt, wie das funktionieren. Und dann muss ich die vielleicht motivieren, dass dann auch auf die Weg gehen, für die elektrische Fliegerin dann zu fliegen. Und in dem Moment können die da wirklich konsequent an den Griff kriegen. Wir werden auf jeden Fall daran bleiben, was die ganze Problematik mit dem Comedy geht. Am Moment wird gesagt, ja, dass nur der Pandemie also immens viel geflogen, weil da Retarde waren. Ob das alles auffällt, muss man gucken. Wenn man mehr kommerzielle Verkehr macht, dann also da war so, dass dann oft Sportfliegerei muss fahren, die dann teilweise auch über das Tier verdrehen. Wie gesagt, man muss aufwarten, wie die Situation sich entwickelt. Wir werden aber zusammen mit unseren Interessenvereinen dann auch am Ball bleiben. An der Gestroven hat man hier die Variation vom Transferlabel, das heißt, los mehr offiziell ein Transfergemeng. Auch auf dieser Platz zwischen wirklich all denen Merci-Zonen, die wirklich jahrelang geholfen haben, für dass wir endlich die Label kriegen, dass wir konform sind. Auch all denen eine große Merci, die ich bereit erklärt haben, an dem Fairtrade-Gruppe sich zu engagieren und zu helfen, auch in Zukunft
dat dann weiter zu propagieren. Und wie gesagt, auch noch proben alle als Bürger aus der Gemeinde dann noch mit Eis auf den Weg zu gehen und in Zukunft dann noch ein Maximum fair anzukaufen. Voilà, das alles was bis lo war, dann haben wir den Montag an den 1920. als nach ein Kolloquium vom Jury vom Urbanistenkonkurs von der Kircheplatz. Da werden die 3 Kandidaten dann die Remarque vom Jury, da wir von den Bürgern noch da wir von den politischen Parteien mal auf den Weg kriegen, für dann bis am Oktober dann die Projekte zu verschaffen. Dann hat der Gemeinderat am 26. Juli eine Arbeitssitzung über die Entreprise, dass die Reunion, die muss verloren gehen, die wird den 26. Juli sein. Dann hat auch gesehen, dass man PHP auf den Weg in der Stadt geschickt, da das der PHP am Schönberg an noch ein paar Modifikationen vom PHP-QE, die gehen an Prozedur und die werden wir dann am September auch am Gemeinderat tun. Voilà, das alles, was ich mitzuteilen habe. Serge, wolltest du noch so vom Jugendhaus in dem Projekt, oder? So, Piers Beimer. Effektiv, wir sind kürzlich angeschrieben worden von dem Jugendhaus von Römling. Und zwar, ob wir als Gemeinde, respektive auch als Jugendhaus, gibt bei einem Projekt mitmachen, was den heißt les 12 besoins non matériels. Das heißt, da sind Jugendhäuser von Deiferding, Wolz, Mutvertreten und Ratet, Mama, Walfer, Macher und Hesper, die dummer am Kuh sind. Und das Ganze leidet auch in der Unterstützung vom Service National de la Jeunesse. Da wird an sich eine Broschüre kreiert, wo die 12 verschiedene Besoin, wo die an sich in Form von einer Bande dessinée gehen die am Fongol Riverbrot. Und das ist der bekannte Cartoonisten Andy Genen, den die Broschüre, die Cartoone werden zeichnen. Und die Broschüre ist dann noch geplant, für am Hirsch am September rauszukommen. Und die wird dann an verschiedenen Plätzen verteilt. Du könnt dann noch, weil Gemeinde Römling, Jugendhaus Römling, weil das der Initiator vom Projekt ist, da geht dann noch eine Ausstellung von dem ganzen Projekt. Und das geht dann die Einzelgemengen, wo dann alle guten Jugendhäuser hier Explikationen, hier Projekte noch dran umfangen. Gut, also wir haben hier als Gemeinde natürlich schon gefragt wird bei so einem Projekt. Und wir sehen auch am Kader mit diesem Jugendkommunalplan sind wir am Gang für etwas für die Jugend zu machen. Und da soll natürlich das Jugendhaus an dem Sinn auch auf jeden Fall unterstützen. Dafür haben wir an dem Projekt auch mitgemacht. Voilà, das führt uns größtenteils über das Projekt. Details kommen noch vom vielleicht schon die ersten Entwurf kriegen von der Broschüre. Merci. Ja, merci Serge. Voilà, dann hat alle erst nach ein Akt noch geschickt von meiner Emprise zu Schrässig nach von meinem Nagel vom Notar Kriton, die wollten wir dann am Abend noch die Jour holen an Punkt als Punkt 7. Da gibt man das auch noch aufstimmen für den Punkt ab noch die Jour zu holen. Nora Foggiarini. Ja. Georges M. Kaufmann. Ja. Claude Marzan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welch. Ja. Ali Altmarich. Ja. Fik Back. Ja. Serge Eich. Ja. Voilà, merci. Da kommen wir zum ersten Punkt vom Ordre du Jour. Da geht es dann Präsentation vom Bilan 2020, wo wir dann mit unseren Objektiv Klimatik dann drin sind, die wir 2015 als fixiert hatten an den Dan Vlies, die wir dann heute präsentieren, zusammen mit dem Vertreter vom Büro Energiepark Kleit. Voilà, vielmals merci Jean-Paul. Wie gesagt, gehe ich dann auf den Klimabilanz 2020 an. Merci dem Energiepark für die Vierarbeit. Ich denke, Sie haben hauptsächlich Zahlen operiert, weil Sie auch 2015 den initialen Bilan gemacht hat. Und natürlich den größten Teil von meiner Präsentation kommt von hinten.
Ich werde aber mal da durchgehen, aber an Detailfrohen Herr sind den Herr Scheitler Herr macht der lässt sich leider entschuldigen, dann können wir nach Detailfroh beantworten. Vielleicht als ginne ich einfach auf die europäisch nationalen und die kommunalen Ziele, die meist gesagt hatten, respektive die nationalen und europäisch gesagt gesehen an. Und dann werde ich durch die verschiedenen Punkte gehen: Stromverbrauch, Stromproduktion, Wärmeverbrauch und CO2-Emissionen. Bei europäischen Zielen, ich ging so, die kennen da und offiziellen Schnitt zu viel davon. 2020 Ziele war bei erneuerbaren Energien 20% am europäischen Strommix. Das soll dann 2030 auf 32% hochgehen. Das ist halt die gel-orange Kurve. Gesagt an der Etude, die 2019 gemacht ist vom Umweltbundesamt, dass den do on track ist, und dass das Ziel wahrscheinlich auch wird erreicht gehen. Bei der Energieeffizienz, da war Ziel 2020 minus 13%, und bei den CO2-Emissionen am Gringenhai minus 20%. Da hätte doch lang gut ausgesehen. Hier am Gringen im Kreis also eine Tendenz, die an die Falschrichtung am Anfang geht. Das heißt, es gehen viele Anstrengungen gemacht, und trotzdem merkt man auf europäischem Niveau, dass es nicht Richtung Ziel geht, sondern dass es sich mehr weit fort vom Ziel bewegt. Trotzdem sind 2030 ganz ambitiöse Ziele festgesetzt, minus 26% bei der Energieeffizienz und minus 40% bei den CO2-Emissionen. Bei national verteilt, national hatten wir Ziele 20% bei der Energieeffizienz, 11% bei den erneuerbaren Energien, und minus 20% bei den CO2-Emissionen für das Jahr 2020. Wenn man 2030 guckt, die Ziele stehen am nationalen integrierten Energie- und Klimaplan dran. Gesagt, eng mehr wie Verdürbelung am Anfang von den Zielen. Das heißt, muss wirklich viele Anstrengungen gemacht geben, für die Ziele zu erreichen. Kommunal, das kennt ihr all, 2015 sind die Leitlinien festgelegt, gemacht den Ziele, just kurz bei erneuerbaren Energien 2020 war gesagt gehen, dass man 15% am Strom haben, 5% an der Wärme. Beim Energieverbrauch will man minus 2% am Strom machen, minus 8% an der Wärme par rapport zum Referenzjahr. Aber beim CO2-Ausstoß minus 14%. Da waren noch ein paar qualitativ Ziele dran. Die Schwierigkeiten schwerführen ziemlich genau, bis auf einen Tag genau für ein engen Jahr. Da hat man über die neuen Indikatoren und Ziele geschwärzt. Demals hatte ich auch schon gesagt, war das die Schwierigkeit bei den Zielen, Moosbarkeit und Aussagekraft auf lokaler Ebene und noch den Abfluss von der Gemengeverwaltung auf so Globalziele von einer Gemenge. Wir hatten das erste Slide von der Präsentation von Demos gesagt, wir gingen das dann am Anfang 2021 überprüfen. Wir haben das gemacht, also auch den Rest am Anfang von der Präsentation, das am Anfang vom Energiepark kriegen, und so gehen wir auf die verschiedenen Zahlen an. Für das aber ein bisschen an den Kontext zu setzen, muss ich auch ein bisschen gesehen, wenn ein Ziel setzt an eine Reduzierung vom Verbrauch will, dann hat er eine gegenläufige Tendenz, und das eine sowohl so Populationen, sowohl so Haushalte und auch eine sowohl so ökonomische Aktivität. Auf diesem Grafik gesagt den sowohl von der Population, die von den Betrieben als auf kommunalem Plan noch nicht so leicht rauszufinden, dafür eine Stadt auf der Seite gelost, aber das ist eine Croissance da. An die 2 Jahre, die uns interessieren, 2015 und 2020, haben wir bei den Einwohnern eine Croissance von 11% gehabt, aber bei den Haushalten von 15%, also gut über 10% sind wir da, und das muss ich natürlich berücksichtigen. Gehen wir bei den Stromverbrauch. Das ist eine Grafik, da seht ihr den Stromverbrauch abgedeelt auf die verschiedenen Sektoren, also Sektor Haushalt, Sektor Betriebe, Belichtung, die öffentlich, das Gemengegebäude und dann insgesamt. Am blauen hat er 2015, am orangen Jahr 2020.
Wenn wir die Kolonne, die zwei Balken gucken, sehen wir, dass eine Reduktion vom Stromverbrauch auf unserem gemenges Territoire da war. Wir sehen aber auch eine Umverteilung, so, dass bei den Haushalten dabei kommen, bei den Betrieben wird aufgeholt. Das kann, oder als Vermutung ist, dass das durch Covid bedingt das Homeoffice, also Sachen, bei den Haushalten also doch eine Tendenz da, zu Strom, also zu Technologien für Wärme zu produzieren am Strombereich, also Wärmepumpen hauptsächlich dafür. Das sind zwei Sachen, wo ich das kann erklären. Wenn man insgesamt guckt, haben wir innerhalb von den 5 Jahren 7% mehr Stromverbrauch bei unserem Territoire. Das ging das Ziel am Anfang, was wir gesagt haben, gut aufdecken. Voilà, da war am Anfang kein Problem für das Ziel zu erreichen. Wir gucken noch auf das Gemenge Gebäude. Wenn das da, wo ein Gemenge natürlich am meisten Abfluss und direkten Abfluss hat, für seine Gebäude selber effizient zu machen, respektive neu effizient Gebäude zu bauen, da sehen wir eine Reduktion von 11%. Wenn man das auf den Meter Carré rechnet, wären wir sogar bei minus 21%. À titre d'information, auch da sind Meter Carré beikommen und trotzdem eine Reduktion gemacht, die aber nicht unwesentlich ist. Wenn wir spezifisch die Haushalte gucken, da seht ihr dann eben die gegenläufige Tendenz, auch wenn es der Croissance von den Einwohnern, da liegen wir bei plus 13%. Wenn ihr das auf den Einwohner rechnet, also spezifische Wert rechnet, dann sind wir konstant par rapport zu 2015. Das heißt aber nicht, dass an den Haushalten nichts geschieht. Das ist schon gesagt, wenn an den Haushalten genug Effizienzmesuren umgesetzt, Apparate gehen mehr effizient, es sind vielleicht mehr Apparate, elektrische Apparate pro Haushalt an, wie viel gesagt, kommen noch die Wärmepumpen dabei, die vielleicht da dann sich die Effekte sich neutralisieren einfach. Also genau wie sind nicht, das sind Hypothesen, das kann ich nicht so genau herausfinden, das sind wie gesagt Hypothesen. Stromproduktion. Wir haben 3 Typen am Anfang Stromproduktion an der Gemeinde Schütter. Das sind Photovoltaikanlagen, das ist eine Biogasanlage und das ist auch die KWK, also Kogenerationsanlage, hauptsächlich vom Prison. Am Jahr 2015 sind etwas mehr wie 7000 Megawattstunden am Jahr produziert gehen, lokal, was ungefähr ein bisschen mehr wie 1400 Haushalte entspricht. Am Jahr 2020 ist das aufgegangen, da sind wir just noch bei knapp 6500 Megawattstunden am Jahr, was da knapp 1300 Haushalte entsprechen. Es gibt auch eine Ursache, für was das draufgegangen ist, die gesiedet habe ich schon angedeutet, den orange Balken, den als Ferm aufgegangen, da seht ihr noch hier an diesem Grafik. Am Anfang war es so, dass 2020 leider ein Motto von der Biogasanlage ausgefallen ist. An die Biogasanlage, die Territoire ist, manner Vitalchen produziert wird wie die Jahre vorher. Das schlägt sich negativ natürlich auf die Bilanz näher. Wir sehen dann auch bei so Indikatoren, dass da Sachen können geschehen, die ihn einfach nicht an der Hand hat als Gemeng, was schön ist, aber nicht zu evitieren ist. Für aber das positiv zu weisen, als innen die Grafik vom Zuwurf von den geförderten Photovoltaikanlagen an Kilowatt, da seht ihr, wenn ihr 2008 guckt, respektive auch 2010, wo es relativ konstant blieben ist, eine Verfeierfachung von der Leistung. Eine Verfeierfachung von der Leistung heißt mehr wie feierfach Produktion, weil die Module immer mehr effizient gehen. Wenn ihr Eisen Zielkorridor guckt, da liegen wir dann bei plus 41% Produktion bei PV-Anlagen und dann, wie gesagt, leider minus 57% bei der Biogasanlage, wo der Motor dann ausgefallen ist, und minus 7% bei der fossilen Kogeneration, wo ich ging so, und das ist relativ konstant und da kann ich Schwankungen nach erklären.
Was heißt das für den Deckungsgrad in erneuerbare Energien? Das war ja ein Ziel, das sich auch gesagt hat. Da waren wir 2015 bei 8,7%. Das heißt, knapp 4/5, also die 78,9%, das importierte Strom. Und dann gehen die 20% gehen Territoire von der Gemeinde selber produziert. Von denen 20% sind 8,7% erneuerbar. Wenn man das auf 2020 guckt, da sind wir leider just noch bei 8%. Auch durch das dynamischen Effekt, die Biogasanlage, die leider in Manner vital schon funktioniert hat einen immens großen Impact. Man hat aber gerechnet, wie es gewirrscht wäre, wenn die Biogasanlage normal gelaufen wäre, da wäre man nicht bei 8%, mehr bei 11%, also ein Delta von 3%, das ist schon nicht nichts. Was das ausmischt, das hilft uns zwar leider nicht, aber das ist aber interessant, zu sehen, wer den Abfluss da einzig Anlage kann haben. Auch im heute Zoom, aber als Gemenge Gebäude 2020 waren 2 Photovoltaikanlagen installiert auf unsere Gebäude. Mittlerweile haben wir auf der Maison Relais ein Dritt. Und von den 2, die sind aber 2021 mit Netzgang, dafür ist die hier am Bilan nicht dran. Den Deckungsgrad in erneuerbaren Energien, die war knapp 9%. Wir sind auch am Gang zu gucken, für eine Feiert PV-Anlage zu machen, sodass ich relativ confiant bin und zuversichtlich bin, dass wir innerhalb von den nächsten 2 Jahren eine Verdoppelung von dem Deckungsgrad hinkommen kann, weil das sind alles Anlagen, die sind an der nämlich der Größenordnung wie die 2, die schon installiert sind. Also da kann ich davon ausgehen, dass man da bei den mindestens 15% aber Leid an den innerhalb von den nächsten Jahren. Hitzverbrauch hier also op Sektoren abgedeelt, links die Haushalter, das konstant, Betrieber do also großen Zowurs beim Hitzverbrauch, Gewirsch, Gemengegebäuer, bei die Balke sie klein, trotzdem also aber eng Reduzierung vom Hitzverbrauch do festzustellen. An insgesamt muss ich aber leider feststellen, dass den Hitzverbrauch nicht raufgegangen ist, so wie der dann Zieler stung, mir sogar raufgegangen ist. Und das raufgegangen 17%. Das ist zu, wie es ist. Da war ein immens starken Zowurs bei den Betrieben an der Industrie. Gucken wir, ob als Gemenge Gebäude, wir haben da Hitze angespürt, minus 6%. Wenn ihr das dann spezifisch guckt, ob der Meter Carré, dann sind wir bei minus 8%. Das ist das Ziel, was gesagt genau auf Gemengenniveau, was ja dann nicht erfüllt, genau, zumindest bei den Gemengengebäude kann ich so, dass zumindest zum Teil gelungen, das zu erfüllen. Wenn wir jetzt gucken, erneuerbar, die Zahlen haben wir auch. Wir sind gut, oder wir sind 10% beim Deckungsgrad von erneuerbaren Energie abgegangen. Tisch 2015 waren wir bei 33%, nun sind wir bei 43%. Also der Gasverbrauch ist raufgegangen, das ist ja wichtig. Der Gesamtverbrauch ist auch raufgegangen, weil doch eine Effizienzmesure ist und dadurch erwüge, dass den erneuerbaren, also Taktschnitzelverbrauch raufgegangen ist, ist der Deckungsgrad natürlich auch raufgegangen. Bei den Haushaltern, bei Zöllen, Fetischisten so ein plus 1%, das ist die Rechnung, das ist konstant. Du hast am Anfang nicht festzustellen, das heißt aber, wie gesagt, drin nicht, dass das nicht geschieht an dem Sektor, wie ihr wisst, da wo sie abgegangen, an heuer 1% dabei kommen, wenn ihr guckt, spezifisch auf die Nachwohner, sind Reduktionen da. Die Häuser sind mehr effizient, Häuser sind renoviert, das gesagt an den Zölle, weil eben der Wärmeverbrauch raufgeht. Dabei könnte natürlich auch, dass es eine Tendenz Richtung Wärmepumpe könnte, die dann dem Strom zugerechnet gehen und nicht erwärmt. Insgesamt erneuerbar Wärmeverbrauch sei eine Grafik. Das echt, was einem auffällt, ist, dass ganz jetzt, dass man mehr
erneuerbare Energien verbraucht gesinn am höchsten Sektor wie 2015, und zwar 5% mehr. Heute sei den die 2 Ritzkolonnen führen dem gesamten Luftwärme an Erdwärme, das sind die Wärmepumpen, das Rohrabgang, das wird die nächste Jahr wahrscheinlich schon noch abgehen. Solarthermie ist viel abgegangen, an alles, wo man im Holzbereich sind, Hackschnitzel, Holzpellets, Brennholz, als Licht abgegangen, aber kein extrem, kein extrem Hass. Deckungsgrad und erneuerbaren Energien am Hitzverbrauch, das war ja auch ein Ziel, was damals gesagt ging, als da lagen wir sowohl 2015 wie 2020 bei 3%. Die erneuerbare Energie ist abgegangen, der Verbrauch aber auch, sodass das sich neutralisiert und dass da leider kein sowas festzustellen ist. CO2-Emissionen. Hier sind 2 Grafiken, die ein bisschen weisen, für wie viel CO2-Emissionen als Strom verantwortlich, für wie viel es wärmt. Also wir sehen, dass es ganz viel mehr wärmt, also 3 Viertel bis 4 Fünftel wärmt und dann 1 Viertel ungefähr bis 1 Fünftel Strom. Da seht ihr dann noch, da gehen wir bei 2015 bis 2020 von 77% auf 83% rup, da das hauptsächlich durch den Wärmeverbrauch bei den Betrieben, den wir vorher gesehen haben. Wenn wir CO2-Emissionen absolut gucken, an absoluten Zahlen, sehen wir, dass bei den Haushalten also das konstant bleiben, trotz den Zuwachs. Bei den Betrieben also draufgegangen, darum den Effekt von der Wärme. Bei der Gemengegebäude also draufgegangen. Insgesamt sind wir leider abgegangen bei plus 8%. Da ist auch nicht das Ziel von, was war minus 14 Mengen, leider erreicht gehen. Positiv Nachricht ist aber, dass wir als Gemeng die Hausaufgaben gemacht haben und dass bei den Gemengengebäuden man nicht nur die minus 14% erreicht, sondern minus 22%. Wenn man das spezifisch guckt, wäre sogar bei minus 31%, also auf den Meter Carré gerechnet. Bei den Haushalten, wie gesagt, du hast am Anfang kann das konstant bleiben. Spezifisch gesehen, ob den Haushalt geguckt, also da war eine Reduktion von minus 13%. Und da sind dann die minus 14 wieder an Zielstunde ganz knapp sozusagen einfach verfehlt gehen. Als Resümee, Zielsetzung 1 wie 2015 festgehalten gehen als Stromverbrauch 2%, Wärmeverbrauch um 8% gegenüber dem Referenzjahr verringern. Den Ist-Wert Strom als minus 7%. Ja, haben wir angehalten, sowohl insgesamt wie auch bei den Haushalten und den Gemengegebäuden. Der Wärmeverbrauch minus 8%, war Ziel, plus 17% als Resultat. Das haben wir insgesamt nicht angehalten. An die Haushalter, bei den Gemengegebäuden, wenn man dann spezifisch guckt, als es angehalten ging, wenn man aber absolut Zahlen guckt, nicht. Deckungsgrad 15% Stromverbrauch, 5% am Wärmeverbrauch. Beim Strom die 15%, du hast den Wert 8% gewährt. Das heißt, insgesamt konnte das Ziel nicht angehalten gehen. Aber bei den Gemengegebäuden auch nicht, da waren wir bei den 8,9%, wobei ich ja da gesagt habe, dass da also die Photovoltaikanlage, die schon installiert ist, plus die wo man gegangen sind, nach zu gucken, für weiter zu machen, wir da werden drüber kommen und ein Ziel dann anhalten. Bei der Wärme, auf Gemengeniveau geguckt, 5% für Ziel, 3% aus der Wert, die rauskommen ist. Am Gemengeniveau ist das auch leider nicht angehalten gehen. Positiv ist aber, dass bei den Gemengegebäuden, dass wir da bei den 43% wirklich largement gut sind. Was aber nicht heißt, dass ich nicht noch so weiter etwas machen. Ne? Zielsetzung 3, CO2-Emissionen 14% verringern gegenüber vom Referenzjahr. Den Wert, den rauskommt, ist 8%. Insgesamt muss ich dann leider auch da sagen, den ist nicht angehalten.
auch nicht bei den Haushalter, wenn den spezifisch guckt, dann also wirklich ganz knapp gewircht, bei den Gemengegebäier, also der war angehalten gehen. Weil er nach Kontakter von den zwei Leuten, die hauptsächlich die Zölen operiert haben, merci. Und ich ging so, wenn dann dort so froh sind, dann sind wir da für die zu beantworten. Voilà. Wenn du froh sind, als lode Moment nur mit Fachleute hai. Nico? Ich proposiere, dass man vielleicht ein Debat nur einen zweiten Punkt feiern, weil ich meine, die zwei Sachen hängen ja eng zusammen. Das ist ja keine Decision, darüber zu holen. Die Decision wird ja einfach einen zweiten Punkt geholt, wo man den Pakt Klima soll nachstimmen. Dürfen ich proposieren, dass in die zwei Sachen dann mal debattieren. Ja, ich meine, weil auch froh sind, um Dinge op ein Debat. Ich meine, das hauptsächlich für Frauen, hier ist eine Präsentation. Ich ist nicht, war froh, sie wird vielleicht gut zu Lot stellen. Ich habe noch kein Problem für das Herrn zu machen. Also gut, dann gibt man dann zum nächsten Punkt kommen. Ich meine, da gibt man ja nur weil nach Frauen zu denen Ziele sind, dann können wir Herrn Neuenke darüber schwätzen. Das wird dann die Approbation vom Kontrakt vom nächsten, also vom Klimapakt 2.0. Weil den dann so gut NRW ist, kann ich den dann noch direkt nach 4 stellen. Gut. Merci schon noch ein Schub gedrunken, dann geht es besser. Zwar viel zu hören, weil das schlägt ihn dann noch eins, da heißt die Männer zu hören, ich verspreche Ihnen. Also, ja, Klimapakt 2.0, der Kontrakt, den hat er leihen. Meine Präsentation hat folgende Punkte, für die ich den Historik machen. Und dann aber kurz nach Enkel Drago, wer das überhaupt, wie funktioniert der Klimapakt, wie hat das evaluiert über die letzten Jahre, für was kann der neue Klimapakt, was sind die Objektive davon, und wer das adaptiert gehen, für eine Thematiken gehen trätiert, wie funktioniert das mit den Beratungen, also mit den Conseillen, also Conseil Klimatik, nicht Kommuno, und dann kurz nach gehe ich auf den Kontrakt an, op den Klimapakt-Aktionsplan, den ich auch schon ein Kaffee drin, nicht für drin, aber für einen Jahr präsentiert hat, und dann auch op die finanzielle Hilfe vom Staat, und dann auch zum Schluss Kommunikationsmöglichkeiten, die wir zur Verfügung gestellt kriegen. Zum Historik. 2012 hat das ganz angefangen. Du hast das erste Gesetz zum Klimapakt. Gemeinde Schütter hat den 5. Dezember 2012 den Kontrakt zum Klimapakt 1.0 auch unterschrieben. Und dann sind 2015 die Leitlinien kommen, auch mit den Zielen, die ich für drin präsentiert habe. Für den 15. Juli, für ein Jahr, da war ich hier. Und dann hat man die neuen Objektive geschwärzt vom Pakt Klima, noch über den Klimapakt-Aktionsplan. Und am Ende von 2020, da waren vom Ministerium und von 2 Webinäre, wo auch Schüttfrei kommt, teilholen, die den Klimapakt erklärt haben, den neuen, aber auch den Naturpakt, was doch ein neues Instrument ist. Am April kriegten wir von MyEnergy, die sich den Klimapakt kümmern und die betreuen, den Kontrakt geschickt. Wir haben den am Mai direkt unterschrieben. Am Juni ist dann schlussendlich auch das neue Gesetz zum Klimapakt 2.0 publiziert gehen. Weil gerade kriegt den Bilan vom ersten Klimapakt, respektive Klimaziele, präsentiert. Also gehe ich dann im Detail vom Klimapakt 2.0 an. Wie funktioniert der Klimapakt? Das ist ein Zertifikationssystem, den für die Gemengen rekompensiert zu ihren Erfahrungen, die sie im Bereich Klima machen. Und an allererster Platz steht der Kontrakt, also das Kontrakt zwischen dem Staat und den Gemengen, den unterschrieben wird, aber wenn den unterschrieben wird, da lief der ganze Prozess an. Du musst dann ein Klimateam gründen, was man ja auch schon aus dem Klimapakt 1.0 kennen. Die proposieren, diskutieren Mesuren mit der Gemeinde zusammen, die gehen umgesetzt,
gëtt eng Kontabilité energetik gemer vun den Infrastrukture vun der Gemeng, dat ass den ënnercoach, déläch von den een oder den anderen heieren huet. An dann kann en Audit kreien, den dann eng Zertifikationun mëcht no verschiedene Niveen. An wann en dann die Zertifikationun gemer huet, da krit en vum Staat finanzielle Unterstützung. Dat ganz gëtt moderéiert vun engem externen Klimaberoder, an dat leeft dann noch immer all Joer am Krees, wo dann immer den Prozess do leeft. De Klimapakt ass awer net eng Lützebäuerch, also de Klimapakt ass eng Lützebäuerch Erfindung, mit die leeft awer och ënner dem European Energy Award, an do se verschiedene Länder, die dodro bedeligt sind. Dat heißt, das ist ein System, den plötzlich ugepasst gin ass an awer an andere Länder ähnlich lebt wie zu Lützeburg. Wir gesinn ha die dunkelblo Länder, dat sind die noch hun an Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien an nach Poineren, die bis mir hellblo, dat sind Pilotländer, wo so am Gang sind zu gucken, wie sie das können implementieren. Insgesamt als Schëtter do mat net die eensch Gemeng an noch net die Lützebäuer 102 Gemenge sind net die eensch Gemengen, die do deelhhölle mir am ganze sinn Appppes méi wie 1600 Gemengen, déi an Europa do mat machen, déi repräsentéieren 65 Millionen Awohner. Do sind dann die 4200 vu Schëtter enklu. Dat sind da dann net viel, mit das schüenker bisssen zu soen dat ass net Appes wat nimme Lützebäuch ass an nimmen och zu schëtter ass, mit dat gëtt op viele Plätzen. Haiiers d'Evoluioun vun dem echten Klimapakt op nationalem Niveau war geringem Krees et Gemeng Schëtter. 2013 war man dann direkt mat dabei fir als zu engagéieren. Desto méi hell oder desto méi dunkel geringe gëtt, desto besser sind Gemengen zertifizeiert. Mikruten du relativ séier 2015 den Niveau 2, wat die 50% sinn, as sie noch bei dem bliwen. An Kärt rund Rëmmer is ass immer méi deichter gering gin. Situationun Dezember 2020 war so, dat 100% vun de Gemengen sech engagéiert hunn, an 93 vun de Gemengen zertifizeiert sinn. Also kann en sech och engagéiert hunn, an den awer nach kein Audit gemer fir sech zertifizeieren ze dossen. Der sinn nach puer recht bliwe vun de Gemenge, méi die meescht sinn zertifizeiert, an die meescht sinn och Kategorie 2 zertifizeiert, dat sinn die 50%, so wie mir doch sinn, also 74% sind Kategorie 2, an 12% sind die Kategorie 3, wat dann de Gold am Fong ass, wat die 75% sinn. An absoluten Zëllen sind dat 6 Gemengen, die 40% zertifizeiert sind, 76, 50%, an 13, die dann de Goldstatus hunn. Et ginn noch nach 2 Zertifikationen, die niewe lerncht läfen, dat ass déi vun der Luftqualitéit, dat sind 2 Gemengen, die dat hunn an eng vun der Ökonomie zirkulär, dat ass eng Gemeng, die dat huet. Voilà. Dat hicht fehle nach puer Gemenge, méi an gros ass do Lützeburg quasi bei 100% aufgedeckt. Wat das zu Schëtter geschitt an den lächte Joren, dat dunner se Slide de Kender, den hat schon eng Joer och ha präsentéiert schënne just mat 2020 ergänzt, wenn man déi Zëlle lo hunn. Mir si wie gesot 2015 auditéiert gi mat 60%, die Joren do no, du hast halt immer bëssen opgangen an Loom am lächte Joer, de hummer awer nach bëssen mi grosse Sprung gemer, an Dollar bei 72%, das net grad Durchgang fir Gold. Wa den Lo dozo muss soen ass dat den Moosnamekatalog immer méi streng gëtt, dat techt van den neicht mëcht, da verléiert die Prozenter. Dat joch Klächte schon erklärt hunn, an dat das och he repräsentéiert am Gringen, verléiert den am Durchschnitt 2%, dat das kein Science exakt, dat das so Pi mal Daumen so bëssen ausgerechnet, defir neet mech netlo genau op die Zëllen fest, mit das just fir ze weisen. Wann neicht gemergi wär seit 2015, dann ging ënnert eiser Zertifikationun laie vu 50%.
wie gesagt, lo leimer da bei 72. Wir wissen nicht, wo man am Klimapakt 2.0 Werte landen, da das am Gangen analysiert zu gehen. Wir werden dort ziemlich sicher nicht mehr bei 72% liegen, weil auch dort im Maßnahmenkatalog angezogen, da wird man Prozente verlieren. Wie viel das wird sein, wie gesagt, das wissen wir ging so in der Sommervakanz. Und da können wir da mehr spezifisch drauf eingehen. Was sind die Objektive vom Klimapakt 2.0? Das erste Objektiv ist, es gibt mehr ein quantitativ Approach gewählt. Das heißt, im Moment, der Klimapakt 1.0 war für den Apps gemacht und kriegt die Punkte, weil es gemacht wird. Lo kriegt ihn einfach gesagt, die muss dich objektiver gehen. Und ihr muss dann auch einen Zielwert gehen, und wenn er den dann zu so viel Prozent erreicht, dann kriegt er Punkte auf die Mesure. Es gibt auch eine bessere Kader für die Gemengen geschaffen. Das heißt, am konkreten Gemengen kriegen mehr Stunden Büro zugeschrieben, und auch Themen an gëtt eng Thema gin méi Themen do couvréiert an gëtt doch eng Spezialisaoun vun dem Conseil mat spezialiséierten Conseilien ass méiglech. Den Objektiv de weiteren ass dat och Gemengen eng méi gros Unterstützung solle kree vis-à-vis vun ihrer Populationun, also mat Kommunikationstoolen, an dat och mat enger besser Kooperation mat de Partner vum Klimapakt, also de Klimapakt gëtt vum MyEnergy geréiert. MyEnergy die huet Partner, an dat das zum Beispiel d Energiebüro in Lützeburg, den IMS Klimabündnis an den Cell, also de Cell, den ass zum Beispiel durch die Repair-Caféen bekannt, an déi offréieren, déi solle méi de Gemengen offréieren fir Kommunikationun ze machen vis-à-vis vun de Bierger. Was sind dann Hauptadaptationen? Eng ganz wichtig Adaptation ass, dats ein neuen Zertifikationsniveau angefordert gin, de bei 65% läit. Die erinnert Dich, mir war bei 72% mat dem alle Klimapaklo, den dann aufgeschloss ass. Wir verleieren do Prozenter, wir sinn zuversichtlich und probieren so schnell wie möglich awer die 65% Zertifikation zu machen. Und dat wissen wir dann, wenn wir dat am Detail geguckt haben, ob wir die können packen und ausstreben oder nicht. Und wenn wir das können, dann wird man das so schnell wie möglich machen. Wir sind relativ zuversichtlich, dass das klappen. Und das ist effektiv zu viel Gemengen, die gesagt, die unter 40% erreicht, und dann als den zweiten Niveau 50 und dann den dritten als 75. Und es sind nicht viele Gemengen, die 75 schon, mit sie ganz viele Gemengen, die leider so wie mir bei so zwischen 65 und so just nicht bei 75 und gerade für die also gut für das einfach noch draußen den Erfolg kann gewissen gehen, dass der doch einen Impact hat auf Zertifikation. Es sind thematisch Zertifikationen angefordert gehen, das wie für schon gesagt die Ökonomie zirkulär, die Luftqualität und dann noch ganz neu Klimaanpassung. Da gehen da spezifisch Katalogen. Et fährt méi oft Audite misse gemerk gin. Firrunn kont mal all 4 Joer an Audit machen. Lo wird dat dann mindestens all 3 oder hexens all 3 Joer sinn. An Chartgrafik as ugepasst gin. Chartgrafik, Di kennt ënnen de Logo am Gringen, de gëtt lo blo. Anzwer gëtt de blo, well och een Naturpakt kënnt, wie fir Drücke gesot, de Gring gëtt. Der Naturpakt, do si mir auch eng vun Pilotgemengen gewircht, wo man mat gemer hunn an dat Gesetz ass na net do schrechnen awer, dat lo demnächst och fährt gestimmt gin. Den do Slide iwwersprangenech, dat ass bëssen Resümé vun all dem werdech lo gesot hunn, wéi den Pakt Klima opgebaut ass. Zu den Thematiken die ugeschwert gin, ass et so, dat die grossen Themenbereiche dynamisch sind, wie am Klimapakt 1.0. Es gehen paar Evolutionen,
besonders Ökonomie zirkulär gët méi großen Akzent gelecht, och die Klimaupassungsgeschichten an noch op Gouvernance. An dann gëtt och eng Hëllefstellung fir d Klimabüro an Gemengen, die wirklich méi interaktiv ass an die wirklich viel hëlleft fir Maßnahmen umzusetzen. Also die Themen sind, dat das Aménagement vom Territoire, also Planifikation du Développement territorial, dat sind Gebäier an Equipment, dat das den Approvisionnement, also wie eng Energien an Wässer so weiter so fort, das Mobilität, das Organisation, die interne Organisation an Kommunikation. Dat war am Klimapakt 1.0 genauso. Bei d'Opdeelung vun de Prozenter vu Punkte Gesiderheit, das plus minus überall äquivalent Organisationun als bisse Manner mit der Recht gëtt nämlich viel Punkte. Dat ganz gëtt wie gesot vun Konseien die Hëlle vun de Gemengen fir alles dat umzusetzen. Ënnen den de Grafik weis amfong, dat 50% und Stunden beikommen par rapport zum Klimapakt 1.0 an die verschiedenen Stunden, die durchstehen, dat hängt von der Größe von der Gemenge auf. Also desto mi groß Gemenge hast, desto méi Stunde kriegt noch zu gut. Für Schütter hecht dat amfong, dat man 108 Stunden Conseiller de base hunn, 85 Stunden jeweils Conseiller spezialisé, respektiv 85 Stunden nach die kann variabel ersetzen, werden total von 350 Stunden am Jahr mischt. Als de neue Klimabüro an alle Klimabüro sitzt du hannen, dass de Janno den soweit ich weiß, was du auch an den anderen Sias Gemenge wird natürlich eng regional Kooperation, also an den Feiern Sandfall kommt dann Niederrhein wird dann hei, wird du eng regional Kooperation natürlich ganz angenehm, flott an einfach mischt. Du übersprangen ich auch, dat du sind alt Artikel vom Kontrakt. Ich gehe just op den Artikel 3 an d'Obligationen vun der Gemeng. D'Obligation ass die echt eng Klimateam op Been stellen, der Tummer, die kann auch so weiterführen. Die zweite Obligation als Klimaschaffen zu nennen, dat wird dann, so wie proposiert, sind Nora sind, wat die Klimaschaffe wird sinn, und muss man einfach mal Energy enker abdeelen, und dann ist das doch okay. Wir müssen Obligationen par rapport zum Klimabüro natürlich erfüllen. Wir müssen ein Programm de Travail op Been stellen, und das hier am Fett gedruckt, weil das selbst muss man machen. Oder das tun wir noch nicht gemerkt. Wir müssen ein Suivi annuell machen, Fundemesuren, ein Rapport annuell und dann die quantitativ Objektive festlegen, die ich für drüben kurz angeschwärzt habe. Den Energiecoach, das die Energiekontabilität muss man auch à jour halten, das machen wir sowieso immer all Jahr an. Auch op den Ordre du jour vom Gemengerot einmal am Jahr mindestens den Klimapakt setzen. Voilà. Die Sachen am Fettdruck für drun, das war bisschen das, was schon für ein Jahr vorgestellt hat, wo aber Covid dazwischen kommt. Ich gehe nicht mehr auf Details an, das war die ganze Geschichte mit dem Leitbild, mit den Zielen festlegen, Klimapakt-Aktionsmächen, mit Workshops, also Bürgerbeteiligung und so. Das heiten alles, das kann der Datum geändert. Wir haben die können auch damit aufhängen, so am letzten Sommer, aber du war irgendwie einfach der Klimapakt 2.0 so no, dass man gedacht hat, kann wir werden einfach lieber nach oben, nicht, dass man den ganzen Prozess aufhängen und dann können wir nachher neu aufhängen. Das war am Anfang Covid plus den Grund, für was sich schon ein bisschen nach hinten verschoben hat. Und der dort ist der Plan, wie man für den Mann, das immer Ugangs im ersten Trimester nächstes Jahr fertig mit dem Prozess. Es gibt
Gemenge gehen nicht allein gelos, also gött wie gesagt den Conseil den über Klimabüro da lebt, den noch bezahlt gött, der Tisch den geht ganz bezahlt vom Staat, und da gehen dann nach Subventionen, eng Subvention unik von 10.000 €, wann in eng thematisch Zertifikation, also Ökonomie, zirkulär, Luftqualität, also weiter möchte. Und dann auf Basis von der Unzahl und Anwohner gibt es eine variable Subvention, wann in dat lo sehr hinkriegt für die 65% Level zu kreieren, also was wichtig ist, desto mehr frei in sich besser zertifizieren lässt, desto mehr Sue kriegt ihn. Aber uns ging dat dann ein Totalsumme von 1.500.000 € plus minus ausmachen über die 10 Jahre, was ja aber schon nicht schlecht ist, sondern ein schönes Sommer. Weil er nach die Internetseite denke kurz, also wirklich das ganz flott überschafft, das für Bürger, das für Gemengen, das für Experten, da kann man von Schüttverein seine Informationen, gibt das gucken, wann dich interessiert, so noch eine Facebook-Seite, das kann ihn auch mit Informationen, die immer über die Kanäle laufen. Voilà, das wäre zu dem Punkt, und dann, ja, wenn du froh sind, dann bleiben ich noch. Gut, dann ich gebe merci für die Präsentation. Ich meine, wir kommen bei den Klimapakt 2.0. Ich wollte aber auch auf dieser Platz aber mal alle Guten eine ganz große Merci sagen, die wir mitgeholfen, dass wir am Klimapakt 1.0 so weit kommen sind. Ich meine, wir stehen heute auf der Schwelle für den neuen Klimapakt. Wir sind viel, viel besser abgestellt, wie wir die letzten Jahr gegangen sind. Ich kann mich noch genau erinnern. Letztes Jahr sind wir den Klimapakt ein bisschen aus der Stadt und Gemeinden hochgetreten. Wir hatten einerseits kein Personal, das wirklich spezifisch für den Klimapakt angesagt ging. Zu von uns Leute das müssen mitmachen. Wir hatten einen externen Klimabüro, der Jano, die kommen auch noch zwei andere Klimabüro, da kommen der Jano dabei, ist dem Moment sind wir auch besser vorgekommen. Wir haben auch ein ganz großes Merci, da ist die ganze Zeit gedriven. Was ein großes Problem war, wir hatten kein Kontor an unseren Gebäuden, wir wussten nicht, wo verbrauchen wir was. Ich meine, es war schon ein ganz langer Weg, für mal da hinzukommen, also wir waren mal bewusst zu gehen, komm, wir gucken mal, was wir verbrauchen. Wir haben die Rechnungen bezahlt, da sind das durch Schätzungen gelaufen, war nicht so teuer, war alles gut. Und, wir haben immens lange daran geschafft, für die ganzen Kontoren und alles an Platz zu setzen, was wirklich eine harte Arbeit war. Auch beim Energiepark Reden, meine ich schon mal derzeit die ganze Energiebilanz abgestanden. Wir sind durch die Gemeinde, wir haben uns Häuser geguckt, wir haben wirklich uns Gebäude geguckt. Da steht eine enorm Arbeit dran, auch wenn wir von Zielen schwätzen, die man nicht 100% erreicht. Und dass wir die Chiffren heute können präsentieren, fand ich das schon eine Meilenstein an dem Ganzen. Also ich meine, das ist wirklich wichtig, denen Leute haben wir mal den neuen Klimapakt eine ganz große Merci zu sagen. Und noch, wir haben alle gut gesehen, wie wir den da nachgestaltet und wir hatten Diskussionen, wir waren es nicht eins, für qualifizierte Mann anzustellen, für das zu machen. Wir sagen noch, wie wichtig ist, dass da auf der Gemeinde sitzt, den Zeit hat, der Sache nutzt und den noch den Know-how hat, den noch etwas davon versteht. Und all das, meine ich, hat dazu beigetragen, dass wir als Schüttergemeinde gut durchstehen, für eine Gemeinde von unserer größten Menge Sprache nicht zu verstoppen, mit allem, was erreicht ist. Das klar gesagt gehen, wir haben nicht alles Abfluss, einerseits als Bürger, die Erfahrungen machen, sowas für Population, dann auch eine Sonderaktivität, wo Aktivitäten ändern, wann große Speditionshallen, wenn da mal Firmen drankommen, die Sachen produzieren oder so, das möchte natürlich, da können ganz andere Verbreicher, und da haben wir nicht überall die Hand drauf. Was wirklich wichtig ist, das Bewusstsein, was wir über die letzten Jahre gekriegt haben, an alle Bereiche, ich meine, ja, nicht nur so auch am Urbanismus oder so machen wir uns Gedanken, wir machen uns an alle Bereiche Gedanken, und ich fand, der Klimapakt 1.0, den hat schon ganz vieles bewirkt, und wir haben schon eine ganz andere Mentalität aufgebaut, sodass man mit den heute können umgehen, ich sehe kein Problem, dass wir das flott können umsetzen, und auch die ganze Monitoring dafür können machen, dass wir nur wirklich wissen, wo gehen wir fort, was haben wir erreicht, dass wir da eine ganz flotte Situation haben.
Voilà, dat gesot, dann wäre wir dann dran op fir frohen dann zum Klimapakt 2.0 haben. Nico, ja. Voilà, ich gebe dem Daniel Flies vielmals merci so für die ganz fachmännisch, professionell und interessante Präsentation von den Resultaten, von den Chiffren und von dem neuen Projekt. Ich habe mich erinnert, das hat mir auch gefallen, dass wir 2012 schon bei den ersten Gemengen waren, die den Pakt Klima damals unterschrieben haben, an die frühzeitige Decision, die wir damals geholt haben, die uns erlaubt natürlich relativ schnell Strukturen, wie zum Beispiel das Klimabüro oder das Klimateam, auf Beine zu setzen und effektiv mit den Arbeit die Last zu legen. Für das wir eben heute auf dem Punkt gekommen sind, wo wir stehen. Und ich meine, wenn die Chiffren da gesagt, die Resultate da gesagt, da kann ich sagen, wir stehen gut da, wir haben zwar nicht Abfluss auf alles, wir können nicht alles bewirken, aber wir können einfach vieles verbessern. Aber wir wissen alle Guten, und das schon an der Präsentation herauskommt, dass Lützeburg sich verpflichtet hat, Treibhausgasemissionen bis 2030 55% unter den Wert von 1990 zu bringen. Und ich meine, mit der Adhäsion zum Klimapakt, dem ersten, und hauptsächlich auch den zweiten, hilft uns Gemeng, hoffentlich mindestens, dass das Gemeng Schritte hilft, dem nationalen Ziel zu kommen, was ein gut Sache wäre. Ich habe noch festgestellt, erfreulicherweise, dass durch Chiffre gehen für uns Gemeng, was die elektrische Energie an Test überlangt. Da kann ich erinnern an die Diskussion, die wir letztes Jahr hatten, hatte ich da ein bisschen gefordert oder beanstandet, dass wir durch nicht mehr von qualitativen Kriterien schwätzen, wir haben auch quantitatives, zum Beispiel bei der Energie, bei der Hitze, wie wir hören haben, was Konsumation, was Produktion belangt, was erneuerbare Energien und nicht erneuerbare Energien belangt. Und da kann man sich auch ein besseres Bild machen, was der Klimapakt an der Wirklichkeit bewirkt. Was dann einmal fehlt, und ich meine, dafür kann die Gemeinde nicht, das muss ich einfach feststellen, muss ich noch herheben. Und das habe ich auch gesehen an der Diskussion über das Webinar, über den neuen Pakt Klima. Wir haben im kommunalen Plan keine CO2-Bilanzierung. Wir haben zwar eine Aussage gemerkt, dass den CO2 an der Gemeinde 8% an die Luft gegangen wird. Aber ich meine, das ist relative Schiffer, weil zum Beispiel die Konsumation von Masut von den Privathaushaltern, Konsumation von Gas an den privaten Haushaltern, Konsumation von Energie durch den Verkehr, das sind alles Elemente, die an dem Bilan fehlen. Und das ist am Anfang ein bisschen einfach so nicht zufriedenstellend, dass malgré all die Erfahrungen, die wir da machen, und die sind kolossal, Jean-Paul, du hast es selber gesagt, und ich bin da parfaitement mit d'accord, wir haben gemerkt, praktisch, was wir konnten, malgré all die Erfahrungen geht aber den CO2-Ausstoß nach der Luft. Und ich meine, das ist die große Herausforderung, die wir alle Guten haben. Das kann nicht Gemengeleng machen. Dafür brauchen wir es alle Guten für eben die Ziele, die wir für 2030 aufheilen, für die zu erreichen. Bei den Webinaren, die am Vorfeld von der Gestaltung von dem Gesetz, von dem neuen Gesetz über den Pakt 2.0 waren all die Diskussionen, die schon mal dazu gelauscht hat, da ist ein Instrument vorgestellt, das EcoSpeed heißt. Und mit dem in so eine CO2-Bilanzierung global für ein ganz Gemeng oder auch einzeln für ein Projekt kann erstellen. Und ich wollte vorstellen, ob der Chefrat eventuell gedenkt, hat auch vielleicht mehr Informationen, wo das Projekt von dem EcoSpeed tut das, ob man eventuell gedenkt, das Instrument zu benutzen. Und wie das Instrument ja auch für einzelne Investitionsprojekte an einer Gemeinde kann benutzt werden, kann ich mir vorstellen, dass bei dem Projekt, den wir heute im Ordre du Jour haben, über das Reaménagement vom Speicher und Mehrwürste stark von der Schule zu Schätter, für den Versammlungsraum und Bürosraum zu schaffen, dass ich vielleicht so ein Projekt gibt, als Ulas holen, für mal so ein Projekt bezogen CO2-Bilanzierung zu machen.
Voilà, dummer da könnt ihr einke testen, wann das Instrument verleben lässt, was das gibt bringen. Und da wollte ich noch der letzte Punkt da gehen. Ich schon im Internet, um YouTube gesehen, die ganz flotte Film, an denen den Daniel Fließt Aktivitäten vom Umweltdepartement von der Gemeinde vorstellt. Ich will felicitieren, und noch den Schäferrot felicitieren für die Qualität von dem Film. An dem Film wird gesagt, was ein Tableau, das zwischen 2013 und 2020 an den Gebäude von der Gemeinde der Stromverbrauch 8% an den Gasverbrauch 12% hochgegangen wird. Wir haben ja so ähnliche Chiffren an der Präsentation gesehen. Das ist ja eine ganz gute Novelle. Es fragt sich natürlich als Steuerzahler, wie viel Suen dann da der angespurt gesehen. Wenn ihr Mann konsumiert, dann normalerweise der spürt ihr auch etwas an. Ich habe dafür Konten nur geguckt von 2013 und auch die von 2020. Aber was die elektrische belangt, da sind Kosten von 2013 auf 2020 von 6.000, ich runde noch von 60.000 auf 81.000 Euro abgegangen, also 18% mehr, während der Verbrauch 8% hochgegangen ist. Bon, ich weiß, dass der Preis aufhängig, dass die Kosten aufhängig sind vom Preis. Der Preis der läuft ja nicht konstant, der geht doch an die Luft. Aber ich habe mir aber da vorgestellt, dass der Preis dann, dass der Strompreis da wirklich an den letzten 7 Jahren, dass wir dann 18% plus die 8%, die im Rat gespurt tun, für den Preis dann um 26% an die Luft gegangen. Ich habe Stadtteil nur geguckt, ich habe aber da keine klare Konklusion konnten aus den Donnerien dort sehen. Da wollte ich einfach frohen, nur zu gucken, wie bisschen den Unterschied ist, dass Kosten so stark abgehen, und dass die Konsumation aber hochgeht, dass du beim elektrischen, wie das kann erklären. Ich wollte einfach davor, ob ich an der nächsten Sitzung, ich weiß, dass ich das nicht kann erklären, ich meine, dass das der Fall wäre, dass ich an der nächsten Sitzung vielleicht eine Erklärung dafür kriege. Beim Gas war es nicht schwer, weil die Energie tötzt, das kumuliert. Da hat der Tötzt, die über Holz produziert wird, die Holzschnitzeln produziert wird, und Tötzt, die über Gas produziert wird. Da wird vielleicht gut, wenn ich noch ein am Budget, dann haben wir ja zum Schluss vom Budget reingelöscht, wo ich gesagt habe, alles von elektrischen, von Kosten relativ zur elektrischer Energie in Sterne sind, was ihr noch gibt, Kosten durch vom Gas gesehen. Da können die da doch ein bisschen mehr eingehen, gucken. Voilà, das für meine Kommentare. Eine Felicitation für die ganze Arbeit und Courage für alles, nach was da steht. Gut, ich meine, merci Nico für den Kommentaren. Ich meine, du hast von dem EcoSpeed-Tool geschwärzt, das ist nicht neu als Gemeinde. Ich kann mich erinnern, für rund 15 Jahre. Ja, ich kann mich erinnern, für 15 Jahre war ich auch schon Informationen für den EcoSpeed. Das Problem war da aber auch ganz klar, für Tonnen zu kriegen, das ist ein Schweizer Tool. Da haben wir vom Staat, dass die noch nicht richtig alimentiert sind, dass demnächst sie ein Klimabündnis, die kommen, da hast das angelaufen, dass das eine Zeit genutzt ging, also wenn nie richtig gefüttert ging, und dann ist ein immens komplexes Programm. Ich weiß noch nicht, wie weit wir da drin sind, wir haben auf jeden Fall an der Zeit, da geschafft, und haben das aber abgehen, weil wirklich das Problem war von richtig von mir dann, du weißt du vielleicht was. Ja, also den Tool ist bekannt. Ich persönlich bin kein großer Fan von dem Tool, weil im Endeffekt, was den an dem Tool mischt, da gehen nicht national Donnerien und die gehen darauf gerechnet auf Population und dann und dann sind noch ein paar andere Parameter, die da mal abfließen, dann da könnt ihr schon etwas raus und da wird gesagt, so viel CO2 hat Gemeng gespürt. Den Exerzice kann in einem Moment, das ist da auch mal nicht so riesig aufwendig, mit für mich wird das so Kraft, wie das alles für nationalen Donnerien, die dann disponibel sind, aufgelegt wird und dann eine Regel die Tri mit der Gesamtpopulation national und von der Gemeinde gemerkt, war das so lala, das so Kraft und dafür schon mich nie mehr damit beschäftigt wie das. Und der Janno, den möchte so, ja, ja, also
wat Stromkächten nu geht schon, du willst du Person du hast gewissen der Preis vom Strom. Wer op de Mikro. Merci. Ja, moin. Was sicher einen Einfluss hat auf den Preis, Nico, das ist der Fakt, dass man, wenn es von 13 ist, kannst du erinnern, dass man ja auch du als engagiert für 100% erneuerbare Strom zu gehen. Und nicht den normalen Strom mit zu holen. Das war eine von den Mesuren für den teuren Nova-Strom zu gehen. Und ich gehe mal davon aus, dass das mal direkt einen Impact hat auf den unitären Preis jenseits vom Stromevolution, weil der ja auch mit teuer wäre. Also das ist sicher mal eine Erklärung, für was das Kosten und Blutgang sind. Mit das war ja dann noch ein Impact, den leider am Tool nicht gewissen wird, den einfach einen Impact hat auf CO2-Bilanz, weil die sich als Gemeinde engagiert hat, da 100% Strom zu kaufen, den als erneuerbare Quelle könnt. Also das ist ein Anfang von einer Erklärung, das ist schon nicht ganz Erklärung, aber das ist schon ein Element, das mitgespielt hat. Ja, merci Jean. Ich meine sowieso einfach Konten am Budget, da müssen die wirklich viel mehr am Detail gucken, für da rauszufinden, für was da dann Blut gegangen ist. Also ich meine, du wirst das Budget, wir sind nicht, dass wir die Budget so ganz alles immer bis an den letzten Detail analysieren. Da gibt Sachen gebucht, links und rechts, wie gesagt, am Anfang mit den Konteuren haben wir auch Sachen, die dann auf einer Post gebucht sind. Ich kann da ein Kano gucken, aber effektiv meine ich, das war so, dass man die Energie da gespürt hat. Effektiv, das ist richtig, dass in der Zukunft die Sachen noch muss chiffrieren. Ich hatte ein paar Mal Diskussionen von unserem Facility Manager, wo man so bringt das den Sinn oder nicht, doch da muss ich auf Dauer gucken. Weil ich meine, auch da ist ein Faktor, durch den wir viel abspuren. Ich meine, das ist ganz klar. Da sind ganz viele Anlagen, die optimisiert sind, das hilft alles auch dazu. Als Gemeinde sind wir natürlich nicht outiliert wie so super Boten, die ganzen Teamen da immer für die Sachen zu machen. Das trägt alles selber nach teilweise nivelliert gemacht von unseren Technikern. Wie ich gesagt habe, wir sind auch Gott sei Dank mit dem besser abgestaltet. Paul schafft auch immens viel daran, sodass wir da einen guten Weg sind. Wir gucken aber die Kosten da noch. Voilà, für den Rest sind sonst nach Umwirkungen geklont, du versuchst. Ja, ich hatte vielleicht 2 Punkte, den das dann auch beim elektrischen Verbrauch, wo man gesehen, dass da bei den Menagen und Blut gibt, wo eine paar Erklärungen gekriegt, eventuell Wärmepumpen. Es gibt vielleicht noch eine andere Erklärung. Und zwar haben wir ja den neuen Smart Meter abgehangen, gekriegt an schon auf viele Plätzen her und das auf durch Presse gegangen, dass die Leute dann da, und das ist nicht für den das bewährt, mit die, wo das bewähren, dass die auch da mehr hohen Stromverbrauch hat, ganz einfach dadurch, und das bis zu 10% aber gewährt, dass das auch so vom Netzbetreiber bestätigt gehen, weil einfach die neuen Smartmetern lo präzis muss, was dann die Analogkonteren für Drohnen nicht mehr so gemerkt haben, am Ende vom Klient, den dann eigentlich Mann verrechnen kriegt, wie ein realer Verbrauch hat. Den zweiten Punkt, dass den von der Biogasanlage, wo man gesehen haben, was für einen Abfluss da dabei zu zählen hat, dass die Biogasanlage nicht mehr so viel Energie produziert wird. Und da habe ich das letzte Samstag in der Zeitung gelesen, da ist aber eine Inkommodo-Prozedur am Gang für eine neue Biogasanlage. Und ich wollte einfach froh, ob wir zu dem Punkt auch schon ein bisschen mehr gewohnt gehen über das Projekt. Ich meine, vielleicht in diesem Moment für auch da vielleicht ein bisschen Informationen zu kriegen. Das Projekt von der neuen Biogasanlage, ich meine, leider im Moment aus, wird auch noch nicht publiziert, weil da ein Domit geschieht, dass man vergisst, den Sitz zu publizieren. Natürlich muss man noch nicht publizieren. Ich meine, dass die ganze Genehmigungsprozedur läuft, das vorgesehen, also ich kenne das Projekt noch nicht im Detail, wir haben keine Baugenehmigung, nicht, weil du gefragt hast, es geht hauptsächlich um das Projekt. Und da soll die Anlage, die soll hauptsächlich dann mit Gülle betrieben gehen. Maximum an soll dann noch da sollen Alge gezicht gehen, die dann an die Industrie können verkauft in der Tisch durchstützt gehen Zähre gehützt, wo sie wollen eine gewisse Algeproduktion machen. Wie gesagt, Prozeduren sind nur gelaufen, weder am Detail, was alles am Detail da lebt, weiß ich nicht. Ich meine, sie noch Lokalbauern, die da schon angeschwärzt sind, für die Maximal für Gülle da hinzubringen. Im Detail und mit das auf jeden Fall ausgeplant auf dem Site aber immer eine Biogasanlage zu betreiben. Ja, man Strom genau das voll schon also man Strom also doch so mehr höher der Strom von den Gebäuden wir mittlerweile auch so viel Elektroauto und der Strom die geht
separat an unsere Statistiken gefauert. Wir buchen den nicht auf Gebäude. Wir leben dann über Konto von den Gebäuden, wird doch matt bezahlt. Das heißt, an dem ganzen Strom da dran, den so am Konto gesehen ist, den er nur ventiliert wird. Wir kriegen einen extra Bohren und dann, wo wir die Autos tanken, weil die gehen am Moment und dann kriegen wir durch einen anderen. Also wir wissen, was die Elektroauto verbrauchen, wir wissen, was die Gebäude verbrauchen, was ich auch effektiv nicht genau weiß, ob welche Budgetsartikel, ob die zusammen laufen. Aber das kann aber durchaus sein, dass die auf dem Budgetsartikel dann zusammen laufen, die aber dann hier nicht dran sind. Gut. Okay. Von der sonst keine Fragen dazu wären, da gibt man heute dann über den Klimapakt 2.0 aufstimmen. Claude Marser. Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Dali Altmeich, Ja. Fik Back, Ja. Serge Eicher, Nora Foggiarini, Georges Schemkauf. Ja. Merci. Dann gebe ich dir merci, Georges. Vielmals merci für die Präsentation. Und dann noch. Gut, da kommen wir an den nächsten Punkt. Da geht es um eine Modifikation punktuell von unserem Bebauungsplan um Neuhäuschen. Und da gebe ich den Herrn Niebuhr bitten, erst kurz den Dossier hier vorstellen zu kommen. Adi, merci. Dauert den Moment. Klappt das? Okay, voilà. Ich meine, die heute alle am Dossier gesehen, geht darum für einen kleinen Teil um Neuhäuschen, den handelt der Rue Principal leid, so kleinen Neck, den Matzen an einer Parzelle ist, den an der Grenzone leid, für den an den Perimeter zu holen. Weil die Terra vieler Stroslo gebaut gehen an wir hatten am Kader vom PAG hat man praktisch dieselbe Situation zwischen der Rue Principal an dem Kichteweh. Da hat ein Leute aufmerksam gemacht, da haben wir die Terra dann ganz mal geholt. Heuer selber kleine Neck. Man festgestellt, dass die Leute von den vieler Stroß bauen durch Schwierigkeiten kriegen. In der Vergangenheit konnten dann nach teilweise Sachen an einen so einen Wert bauen, aber in der letzten Zeit wird das aber alles strikt refusiert. Und wir sind der Meinung, dass wir dafür sollen das tolle mal an den Bebauungsplan ranholen, für das dann auch Nodo können die Leute das nutzen, dass das kann matt bebaut gehen von der Hauptstraße aus, und dass dann die kleinen Nektar nach dann noch aus der so einen Wert rauskommt. Voilà, ich meine, Herr Niebuhr, ich gehe nicht weit. Ja, schönen guten Abend. Da ist eine ganz kleine Änderung nehmen. Und zwar ist das an der Rue Principal um Neuhäuschen. Die gesagt hat, die Fläche, die du turquoise angegrenzt hast, also das ist von den Neuhäuschen Dorofiert, die Hauptstraße. Und dann haben wir hier links mal ein Bild von Urvenhof. Und du auf der linken Seite innen hast von innen grob, das ist du auf der linken Seite, dann Urven auf der rechten Seite, das ist ein Terrain. Luftbild gesagt, dass am Anfang den Amment die ganze Parzelle oder die Parzellen, die du betrifft, sind noch nicht bebaut sind. Da sind noch nicht schrecklich viele Strukturen drauf. An der wenigstens also auch eng Dispens SUP ugefroht gehen. Das heißt, am Gesamt-PRG-Demos geguckt gehen, ob du rundherum die Fläche überhaupt etwas ist, was muss geprüft gehen. Das ist auch an der ersten Phase von der Gesamtetüde vom PRG geguckt gehen. An der Lufe die punktuelle Änderung also am Anfang keine besondere Auswirkung auf die Umwelt zu erwerben. Und das wird auch mit der Dispens von der Umweltprüfung auch vom Ministerium bestätigt.
Was geht geändert? Also am Anfang seid ihr Haiurven die aktuelle Situation. Das heißt, du hast so ein Enklave am bebauten Bereich von Neuheischen, den noch so ein Agricole ist. Das sind zusammen 8,37 R, also wirklich kein großes Flash, die auch so ein bisschen von der Straße aus hammernden Bauterre am Anfang leid. Und das soll von der so ein Agricole an eng so ein Hab-End Raggerhol gehen. Da das auch an der Optik von Bannenentwicklung, Vier- und Bausenentwicklung sinnvoll, weil es ja am Anfang keinen Sinn macht, so ein Enklave am Perimeter bestehen zu lassen. Was für Parzellen sind betroffen, da das heute innen was angezeichnet ist, das heißt Parzell 1453, 4011, da das die EU-Grenzen ist an drei Prinzipal. Und da gehen zusammen 725 Meter Carré, da das den Stück innen. Gött Raggerhol von Agricole in Hab-End, dann die Parzellei Urven, das ist die 44, 40, 53, das sind 15 Quadratmeter, die du für die Parzell Raggerhol gehen, an die dritte Parzell ist die 15, 42, 37, 17, das sind 95 Quadratmeter, die auch noch an die Hab-End mal abgeholt gehen. Die gesagt auch den roten Strich, das ist den Perimeter vom POS, also vom Plan d'Occupation Findel. Das ist alles, was Haiurven leid, als am Anfang darüber geregelt, das ist da ist auch keine Änderung möglich, weil das auf nationalem Niveau geregelt wird. Und die Enklave Haiurnen, wie gesagt, das bei ihr am Gemenge PRG. Für was soll das geändert gehen? Das ist so, dass den Amend oder am Anfang überall, wo ein Chemin repris ist, also ein Hauptstraße, da den du musst von der Preskription von der Pont des Chaussee 6 Meter weg bleiben. Und wenn du guckt, wie weit so eine schmolde Perimeter von der Straße entfernt ist, so haben wir hier an der schmolzen Stelle mit etwas mehr wie 20 Meter. Das heißt, wenn den 6 Meter weg bleibt, hätte ihn noch 14 Meter und dann sind schon an der Zone Wert, also an der Zone Agricole. Das heißt, wenn ein normal Haus baut, was irgendwie von zwischen 10 und vielleicht 18, 20 Meter hat, dann ist das schon knapp, beziehungsweise kann ihn dann noch keine Terrasse mehr bauen oder Abri de Jardin, weil er dann direkt an der Zone Agricole hängt. Das heißt, du möchtest am Anfang Sinn, dass du ein bisschen mehr Sput hört. Am Endeffekt ist es so, dass auch nur den Preskriptionen von dem PRP Quartier existant her nur geregelt wird, wie all die Terrain rundherum auch. Das heißt, du hast ihn dann normal wie all die anderen Proprietären, du um Neuheischen an der Hab-End auch die Möglichkeit, die normalbauende Konstruktion auszunutzen, wie du auch der Fall hast, das heißt, da den du von 30 Meter kann profitieren, für Häuser abzurichten. Das heißt, kann ihn auch mehr effikaz bauen. Es muss ihn am Anfang nicht so quäsch bauen, mit kann ihn auch die normale Baudeft ausnutzen, wie das sonst bei anderen Parzellen auch der Fall ist. Das heißt aber auch, dass nicht die ganze Parzelle komplett kann verbaut gehen, Herr, weil wie gesagt die Preskriptionen aus dem Quartier existant, da werden spielen, aber zum Beispiel ein Abri de Jardin oder so etwas, das kann ihn ja auch mehr weit vom Haus wegstellen. Da gelten ja andere Rekülen, das heißt, du also nicht geplot, wie du wir durch die Zone Agricole. Prozedur, also folgender muss nicht das eine normale PRGs-Änderung, das heißt, die Prozedur ist am Anfang die nämlich, wie wir die PRG komplett neu gegen abstellen. Das heißt, die müssen ein partiell Etude Präparatoire, so ein kleines Dossier, muss man, den ist soweit fertig, das Spons SOP Leit 4, das heißt, haut also am Anfang, wenn dir das positiv stimmt, dafür wäre, für das ganz an die Prozedur zu gehen. Dann geht das auf der Gemeinde publiziert, dann parallel auch an das Ministerium geschickt. Die Planungskommission, Kommission d'Aménagement hat 4 Minuten Zeit für ein Avis aufzugehen. Das ist eine Enquete publique, wo auch die Leute können Reklamationen erreichen. Es muss noch eine Réunion d'information gemacht werden in den nächsten 2 Wochen. Und dann nur den 4 Minuten, wenn Avis 4 Leinen an Reklamation oder auch nicht, dann geht es über an die Phase, wo der definitiven Vot ist vom Gemengerot. Entweder so an der Form wie LOAS oder geändert auf Basis von dem Avis oder von Reklamationen. Dann wird es noch ein Kehr an das Ministerium geschickt, wo auch Leute, die an der ersten Phase reklamiert haben, können nach ein Kehr reklamieren oder andere Leute, die durch eine eventuelle Änderung betroffen sind. Wenn keine Reklamationen da sind, hat das Ministerium 3 Minuten Zeit für das zu approbieren, sodass wir schlussendlich
nächste Sommer bis nächsten Hirschien und dem es auf Reklamation 4 Leihen dann aber auch durch sind mit der Prozedur vom PRG. Und da das am Anfang schon alles gewirrscht war, dass ihr schaut kann zählen. Wenn ihr Front dazu hat, dann sind ich natürlich noch heil. Merci Neberchmengen effektiv den der Dokinte Matmann am Kader vum PRG, wie man da doch beim Kichteweg gemerk hun. Wir sind aber der Meinung, dass es wichtig ist, dass in der mischt dann d'autant plus als immens komisch dass wenn du geht am Funktion Wert quecht durch die eng Parzell, dat die paar Meter so ein Wert und dann hat den hënneschen Deel war du am Perimeter, das eng unmögliche Situation. Wir hatten joch schon enke Hai, wat die Terra der geht schon eng Decision geholl, weil den Hiveliments geiers, dass de kind den zwe kellere man. Wir hunn noch verschiedene Mopolo op de Weg gin, do werden man fir alle goten Terren tre forte Pont och die Regelung do an Zukunft uwenden. Ich mein, wenn Joins, dass man generell soll gucke fir zu probieren, dass iwwer dieselbe Stregelle gëllen an Hai as en klein Oppassung werden parallel auch den Modifikationun vum PHP-Quartier existant or op de Weg gin, dats die zwei Prozedure parallel läfen. Da sind die Terren oder Proppe kann erschließen. Wie gesagt, die Leute sind immens geplot für was am Haus oder so muss Gartenhäuser bis op Terren oprichten. Könnt ihr euch erinnern am PRG Humor an der Rue de la Cire, die Terren alle Gott ganz raggeholt, weil die hatte genau dieselbe Diskussionen. Da wollten sie Gartenhäuser oprichten. Mylo nach Bemoldo gëtt diskutiert, ob in der eng Heck schneiden, die am Fong haben dem Terra steht und der Natura 2000. Dat lauter so Schwierigkeiten, den wirklich kann verhindern, wann in der proper Situation schafft. Voilà, ist dazu eine Bemerkung, Serge? Ja, voilà, ich meine, du hast schon ein bisschen geschwärzt. Mir hat schon ein paar Mal über die Parcelle doriert. Ich meine, weil die ich am Januar 2020, wo am Anfang der Droit de Präemption war, wo schon darauf hingewiesen ging, dass die Diskussion, dass die immens schwere baubaren Terrain ist, anders eben den größten Teil vom Terrain oder ein Teil vom Terrain eben an der Zone agricole leid. Du hast schon gesagt, du hast die Modifikation QE, wo dann extra für die Parcelle eine extra Regelung gemacht wird. Also könnt dann ein neues Dossier für eine Modifikation zu machen, spezifisch für die Parcelle, wie das noch besser bebaubar wird. Du hast am Anfang froh, wie verhält das sich mit den Freien für all die Etüden und all die Demarchen? Also hier geht ja dann den Umweltminister kontaktiert, das Büro schafft auf dem Dossier. Gehen die Suen von der Gemeinde bezahlt oder gehen die Suen nur auf dem Proprietär, muss den die remboursieren? Die Sue wat Dinge Dowanung vom PRG betrifft, die muss die Gemeinde überholen. Das geht op Gemeinde, wat die ganz PHP betrifft, das kriegt der Proprietär verrechnen. Die Prozedur für die PRG, das klar, das muss am Prinzip Gemeinde bezahlen, weil den Anteil geht davon aus, dass du nicht kann irgendein Promoteur eine Etude bezahlen, das soll die bezahlen, die sie möchten, dass die an aller Sachlichkeit gemerkt wird. Ich meine, gut, wie gesagt, das prinzipiell muss die Gemeinde die Cash. Also das ist am Resümee, also wirklich so, dass wir im Gemeinde, also Steuerzahler bezahlt all die Freien dafür, dass die Proprietär von der Parzelle lo am Anfang zweimal eine Prozedur gemacht hat, für sein Terrain besser einfach zu viabilisieren und dann noch immer doch sicherlich Valeur gewinnt. Ja, also Modifikation vom PRG, PHP und PHPQ, das kann man verrechnen. Wie gesagt, wir werden noch mal am Promoteur da hinsgehen, dass mit prinzipiell sind die anteriore Reise, die dürfen dann nicht weiter verrechnen. Und das ist auch so, dass ich meine, alle Guten, die Modifikationen am PRG, die ganze PRG, alle gut, die Dinge, das bezahlt, wenn wir die PRG in anderen, das richtig da bezahlt, Gemeinde, teilweise. Ich meine, da muss man auch so, und war ja am Anfang ein Fehler von der Gemeinde, das nicht direkt zu machen. Das hat den, an einer Logik, hat den da müssen gesehen, wie die PRG gemerkt hat, also hat den da direkt müssen dran. Weil es gibt wirklich keinen Sinn, dass man das nicht rangeholt hat. sind auch so Knivelereien darüber, wo man auch müssen, das Quartier existant ändern, wo Leute hier Häuser nicht können bauen, weil die Grenze genau da schläft, das wird man denen noch nicht verrechnen. Das sind, ich habe das immer gesagt, die ganze PRG-Prozedur, dass da ganz grob Notbesserungen müssen kommen an dat gut den Mann oder die Frau oder die Promoteur oder wie immer die hunn all Plusvaluen, das bei all PHP so wir werden aber gucken für Maximum Kosten zu rekuperieren. Ja, also weil das ja auch so, dass die auch können eine Affektation von das für ein BRP mit den Spielplätzen drin, also die auch können für den Teil vom Terrain eine Utilisation von die mehr Utilität publik wären, also ja. Okay, ich kann verstehen, dass das vielleicht von der Prozedur so ist, das ist aber ein bisschen erstaunlich,
Weil, okay, wenn in eng Modifikation vum PAG mech an de Bauperimeter an, dann ass dat eng kommunale Entwicklung vun dem Dorf, du held den Entschädungen, die betreffe dann noch net proprietär. Hai iwwerraschtet mech schon bisssen, dat de fir einzelne proprietär, aber dann soviel de Marschen immer mcht. Ja, bon, so wann dat so vum reglementären ass schon der war erstaunlich. Ja. Das ich will mir net so, dats mir engem proprietär extra wurchte Boden, dat ass net so, ich mein, das ein Terrain as immens schwer bebaubar. Okay wett, dass man lo do knivele gin, dass Herr Nodo schlechten Urbanismus entsteht an defir Ma dem Männer an der PAG, weil mir überzicht sind. Am mir Schwezen ja net vun 1000 an 1000. Ich wiss net genau wat dat kacht, dat können enke ja auch nach raussichen. Also wie gesagt, mir regularisieren eng Situation, die net glücklich ass an ich mein das besonders am Sinn vun den Leute, die Nodo wunnen. Weil die no Teise hunn den kann Lodo bauen an den no ben hannen run ass Grengzon, wann evel han run eng Spielplatz se kann ersetzen, dann geht net Schullächten heier vun engem den misse se Spieltour mat der Schaukelof rappe well an der Grengzon stung. Also ich menggen muss ich awer bewusst sinn, wat dat bedeit fir die Leute wunnen an die do wunnen an defir ass dat Heilo awer net so, dats ma dolo engem eng mega fawe mat. Gut, voilà. Ich mein, wir sind der Meinung, wir sollen das machen und ich proposiere das dann auch so zu stimmen. Nico. Ja, ich will eine Woche ein Jahr zurückkommen auf das, was der Serge gesagt hat, dann hauptsächlich die Diskussion, die wir am Januar des Jahres über die Sujet, über die Projekte hatten. Sie können sich erinnern, dass da ein Artikel beikommt aus einem PHP-Quartier existant. Da soll so für einen Promoteur oder Proprietär einen extra Artikel geschaffen gehen, an dem als du einen Plan gewiesen kriegt. Der Plan ist zwar nie verdeelt, ich schon zwar an der Bautenkommission gesehen gehabt, und an dem Plan da hat mindestens gesehen, es war eine Ursache, den Artikel beikommen. Das war nämlich ein Problem von Hecht, an der Generation autorisiert gehen, dass Häuser da könnte gebaut gehen, wo 2 steigende Boden kämen, wo normalerweise das nehmen für E-Stock erlaubt das. Aber mat enger Limitation vun der Längt vun dem verdënnet dem Bodenmass vun 12,50 Meter. Van Javalo den Avantage den durch d'Integration vun der Terrain agricole an de Perimeter als Bauterrain geschaffen gëtt, van Stadler gucken, da kann ich mir vorstellen, dass ich als Promoteur oder als Proprietär do mal einer Gedanke kreen fir zu bauen, wie dat Demos 4 gelöt gin ass, wie wir den Artikel 26 am PHP Quartier existant beigesagt haben. Dafür als mein froh, die Architektenpläne oder die Graf-Architektenpläne, die wir damals gesehen haben, sind denen auch immer als Projekt, um dich, das ist just das Problem ist, von den 6 Meter, die Pensée Chaussee 4 schreibt, die ich als Rekül muss so vis-à-vis von der Straße, die uns praktisch dazu bringen, für den Leuten den Terrain drunten als Bauterrain beizugehen oder als ein anderes Projekt. Weil ich will aber ganz quisch, wenn wir am nächsten Gemeinderat oder an einem von den nächsten Gemeinderäten kämen, und da gibt es so, man muss nach einen Artikel 27 beisetzen, weil den Lo ein anderes Projekt wird, für dort zu lotisieren, für nach mehr Großkonstruktionen dahinter zu setzen. Ich hätte gerne ein klar aus, so sind wir bei dem Projekt, den damals am Januar projektiert ging, oder als ein Projekt für nach mehr zu lotisieren. Wenn das der Fall ist, dann machen wir aber einen großen Avantage, weil geht dem schon dazu nicht genau an der Kopf, 7 oder 8 Jahre. 8 Jahre, die Terre agricole sind, die also nicht wert sind, an 8 Jahre und neu heißen haut, das mindestens 1 Million Euro wert. Ja, das meine ich, das mal gesagt, überall, wo wir die Perimeter ändern, haben wir Avantagen. Das ist klar, ich meine, das weiß jeder hier. Das haben wir gemacht beim Bebauungsplan, all die Terren, die wir da rangeholt, da haben viele Leute einen Avantage gekriegt. Das ist so ein Quatsch, weil sie keinen gekriegt haben. Du hast es richtig gesagt, wir haben die PHP-QE geändert und die Änderung bleibt. Das ist sogar die Änderung, die wir überholen für alle Terrain en forte pente.
Darum ändert gar nichts. Wir ändern ja die PHP-Kür nicht auf dem Punkt, wir ändern die PHP-Kür just, dass der Totostück auch vom PHP-Kür mit aufgedeckt wird von dem Perimeter. Das ändert doch nichts. Und dann möchte man ein Projekt, der kann sein Haus, ich meine, den Herr Niebuhr hat gesagt, weil er 4,6 Meter weg bleiben, hat der Lohn noch mehr wach. Das heißt, der kann schon mehr tief bauen, das ist richtig. Aber er kriegt effektiv aus Ackerland gebaut heran, wie man das auf vielen anderen Plätzen gemacht hat. Ich meine, am Kiestewe die Proprietäre noch, da wohnen auch am Kiestewe, die haben genau dieselbe Farbe gekriegt. Das haben wir am Bebauungsplan gesehen. An Haiiers der Zell. Ich meine, das ist einfach so, dann sonst gibt man nie mehr einen Meter Carré bei, weil man nicht einen können vergonnen, dass ein proper Bau dann ein paar Euro verdient. Das ist leider so. Ich meine, wir müssen aber trotzdem auch probieren, einen rationellen Urbanismus zu machen, und nicht so verdient die paar Euro mehr. Ich meine, soll ich gucken, die Leute von ja nur, die können proper bauen, die haben in einem anderen Haus. Ja, den Terra ist natürlich mehr wert, weil er eben aus der Gringzone rangeholt wird an den Perimeter. Das ist ganz klar. Du siehst doch keine Entscheidung gegen den. Das ist richtig. Ja, nie, wo die wohl dann hat. Ja, im Endeffekt hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, es möchte fachlich auch Sinn, so ein Enklave am Tissot Urbain so nicht mal mit ranzuholen, was am Anfang ein Oubli war an dem Gesamt-PRG. Ich meine, wir haben noch das Konzept Bandenentwicklung für Bausenentwicklung. Wie eine andere Sache, wenn wir eine isolierte Parzelle an der so einen Wert am Baubereich gegen mal ranholen, dann kennen die so okay, da gibt es keinen fachlichen Grund. Mir gibt es am Anfang keinen fachlichen Grund, für das nicht ranzuholen oder für das vergisst zu holen, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, das am Anfang so nicht mal bei den mehr wie 1000 Parzellen, die überhaupt vom PRG betroffen sind. Ich meine, wir hatten ja eine lange Prozedur mit Reklamationen, ich meine, da das ja auch an den Kommissionen beschwert ging und da das, wie gesagt, das durchgerutscht. Aber da das war kein Grund für zu sagen, okay, weil das Demos über sie gehen, also der lohe Favor für ihn persönlich. Muss in sich davon auch ein bisschen lesen, weil am Endeffekt ist natürlich Densität sich der Faktor, den auch der Preis steigert. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass am Planungsgesetz ein von den Hauptzielen ist, dass den effikaz am Bauterrain umgeht. Also wir können nicht so weiterführen an die nächsten 10, 20 Jahre, dass wir immer auf der Gränger Wies noch zusätzlich Terrain ausweisen. Und du musst ihn gucken, da den wirklich den Terrain, den am Bandebereich ist, da den auch mehr effikaz kann nutzen will. Da das auch herno für die ganzen Infrastrukturen, wo das Gemeng herno für abkönnt, für das Busreso, für das Aufwasser, für Trinkwasser und so weiter, ist das viel mehr effikaz von den Amperimeter, das ein bisschen mehr kompakt wird. Und hier kann den Doma da auch eine viel bessere Wohnqualität schaffen, an der wenigstens also fachlich ganz klar begründet und nicht irgendwie ein Favor für eine Einzelperson. Gut, das gesagt, gebe ich da proposieren, dass wir über die Projekte heute noch aufstimmen. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Enthalten. Ali Altmaisch. Ja. Fick Back. Ja. Serge Eicher. Enthalten. Nora Foggiarini. Ja. Georges M. Kaufmann. Enthalten. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Enthalten. Voilà, da wir die Punkte noch aufgesehen, Herr Niebuhr, dann sage ich merci. Und das bis geschwind ein Kai. Ah, ja. Im September mal. Voilà, da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es um den Ausbau vom Speicher von Servicetechnik zu Schotter an realer Schule. Ich kenne die Maske aufhalten. An die kommen den Daniel Pacciotti präsentieren, weil die Architektin, die kann leider nicht haut heißt, aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sind. wieder am zum Projekt am Fongol no der Modernisation vom Paustauschhaus an der Dommer verbundene Optimisierung vun de Büro fir Maderbecht da geht haut, wie de Jean Paul gesucht hat, de Projekt vum Umbau vum Speicher am Gebäi vum Servicetechnik. De Bëswer fir zusätzlich Büro as en Sterne Welt zum engen den effektiv an de Gemenge Service an Luftgängen ass. Und zum anderen bringt den Umbau vom Speicher auch ein kleines Reservebüro und natürlich gëtt der Speicher auch energetisch gëtt auch noch besser isoliert. Weitere Plus den Umbau an die zusätzliche Büros vielleicht mat sich bringt, als Möglichkeit für Mitarbeiter aus den identischen Kompetenzbereichen bei ihnen zu kreieren, weil der Mengen an sich wird positiv auf die internen Kommunikation wird auswirken. War ihre
Irgisch froh fir derbechte Mat ze droen an de wie den sich op 476.000 Euro 476.070 Euro ohne die TVR belebt stimmen, ging ich dann dem Dan Pacciotti aus dem Servicetechnik wurde gehen für dann die kleinen Details an die kleinen technischen Feinheiten zu erklären. Merci. Merci Serge. Ja, geht dann in den Aménagement bei dem Speicher. Ganz kurzen Historik, rezenten Historik von dem Gebäude, der Kellerbereich, wo der Schütter treff sitzt, der Sitzungssaal, also den nächsten Stock mit dem Saal A, B, wie man immer kannten, gouf genau für 15 Jahre ein bisschen abgefrischt. Dann für 8 Jahre, wo man durch eine Lichttransformation im nächsten Stock konnte 5 Büren aménagieren, wo ein Teil von unserer Technik halt dran sitzt. Der Speicher, wo man 720 Meter Carré haben, aus den Ugangs der 90er, so wie man Haut kennen, an dem es als Klassensaal funktioniert. Wir benutzen den dem als Archivage, als Rampelkammer für kleine Reunionen, aber nicht anders das geht, oder für man Plotter zu schaffen. Du siehst, dass die letzten 30 Jahre bis auf die Notbelichtung wirklich schnell geändert hat, den Teppich so noch dieselbe Stimme. Und das Fleisch kann immer viel Potenzial, Möglichkeiten, erlauben, freie Räumlichkeiten zu kreieren. 2 Bürozonen rund von Alkeiers 44 Quadratmeter, wo Alkeiers 3 Büros da sind, an der Coin-Lektüre, so Coworking-Sitzgruppe, wo in einer anderen zu 2-3 kann etwas ausdiskutieren, besprechen oder auch etwas lesen. Den Eck könnte ich später eventuell auch als Büro noch aménagieren. Heute beim kleinen, also heute damit, bei dem kleinen Lavabo, wo ihr hier seht, einen ganz großen Reunionssaal mit Multimedia equipiert für rund 10 Leute, die seine eigenen Achse hier hat, aber wo ich noch kann, als in den 2 Bürozonen rankommen, ohne dass die anderen da gesteuert gehen, die hat ungefähr 21 Meter Carré. Dann habe ich bei dem kleinen Lavabo, da haben wir so viel gesehen, weil da möglich die Leute eben so einen Tasse Kaffee sich zu holen oder wenn ihnen da Leute sitzen, dass sie nicht durch ganz bis bei den Notbeschgebäude muss rennen und Küchen Position zu gehen. Der kleine kompartimentierte Raum hier, wenn die wir da benutzen, für erstens also Plotter dran zu stellen, den dann gut an unser Büro verloren. Und da steht dort ganz Technik, sowie auch die kleine Technik von der Lüftungsanlage, wo ich noch ein bisschen darauf zurückkommen, sowie die bestehende Technik von dem Katastrophenalarm von der Sirene, die im Moment dran steht, nicht wird bougieren. Von den Fenstern haben wir im Moment ein Dach gehabt, der Fichterfassade, kommen dann dazu bei, wir behandeln eine Symmetrie von der ganzen Fassade. Hier seitlich, auf der Nordfassade von dem Warmdach, kommen Wölbungsfenster davon dazu, ganz größer, 1,20 Meter, die als 4 geschrieben goufen, wo die Pompen am Notfall mit einer Leder können rausholen. Das ist auch so verlangt, dass wir da ein 2 Treppenhaus aus dem Weg gehen. Hm? Hier sieht eben die Dachkopf, die wir haben, und da gibt es seitlich auch sein Kommen, und hier auf der Nordfassade die Wölbungsfenster. Aus dieser Perspektive sieht hier, wie wenn die am Angang von der Büros stehen, also beim Treppenhaus, und die Richtung Kirche gucken. Du siehst, wie das aménagiert gehen. Die Zielperspektive ist ein bildlich Guck von der Kirche, seit aus Richtung Treppenhaus geguckt. Du siehst, die 2 Bürosräume getrennt, einerseits durch die Schrächt, da man das benutzt, dass die LED-Belichtung zurückreflektiert wird, und noch bedingt durch akustische Zwecke. Da gibt so perforiert Plaque montiert, was auch so überraschend ging. Nur die Perspektive von der Nordseite vom Reunionssaal de Point d'eau, wo Duschschlösser heute schon existent sind, heute steht so ein Lavabo. Und die Eckers von den 2
Bürosräumen zesibel. Ha ge se en Kupp, wo ich kann firstellen, wie dann dem Reunionssaal wird, du eng Lichthöhe am Raum selber von 3 Meter hecht. Ja, Lüftungsanlage, ich mal genannt Frau Plangold, Lüftungsanlage von der SNSFP, Service National de Sécurité der Fonction Publique, vorgeschrieben gehen erstens, weil wir hier im Dachgeschoss sind, zweitens aus hygienischen Gründen, und drittens von ausfängigen energetischen Verbesserungen. Die 2 Bürosräume an der Reunionssaal, die gehen unabhängig dann von den alimentiert, also belüftet. Der Reunionssaal wird dann zusätzlich durch einen CO2-Fühler equipiert, den reguliert dann Belüftung. Das ist eine automatische Nachtkühlung, funktioniert auch an der Wärmetäuscher, für, dass man die ganze Hitze um den Zyklus rekuperieren. Das ist auch ein Zubehör vorgesehen, und zwar Cooler, den als Point funktioniert, das ist also mit einer klassischen Klimaanlage zu vergleichen mit einer kleinen Kühleinheit. Hier geht es weil wir noch viel Zuluft im Pool Grad aufgekühlt, zu vermeiden, dass zum Beispiel am Sommer, wenn die besten 30 Grad sind, da sind die direkt an die Reunionssaal rausbläst. Das ist ganz klein, 2,3 Kilowatt. Technik, die da hier oben sieht, die guckt natürlich nicht aus dem Dach raus, die guckt just den Hitchen raus, hier kommt noch die Wand vom Pastorhaus, der nicht gezeichnet ist. Ja, Sicherheitsmaßnahmen gehen alle auch mehr wichtig, sodass wir auch nicht allein kommen, so wie am Pastorhaus und Treppenhaus zu kompartimentieren. Das heißt, dass man am Rez-de-Chaussee, wo der Sitzungssaal ist, einer Tiere muss und da kommen Brandtiere noch zum Handel vom Kellerhaus herab. Also wie am meisten stark, weiß wo drüber geht an der Servicetechnik, da muss auch ein Tier dran und ein kleines bauliches Maßnahmen für die Kompartimentage zu garantieren. Außerdem wird dann Geländer auch von der Hecht her adaptiert, wie dazu verlangt ist. Ja, der erste Punkt, das müssen wir an 3 Teile gesehen. Eigentlich alles, was wir zurückbauen, guckt, bauen und nachrichten, zu denen da kommen auf 294.591 auch Tax. Zweitens, ganz Technik, Sanitärlüftung, die ganze IT, elektrisch, Brandmelder und so weiter, kommen auf 80.520 auch TVA. Und Honoraren, wo wir auf 70.440 auch TVA kommen, daran sind ein Architekt begriffen, ein Ingenieur Technik, der Akustiker, der Koordinateur der Sécurité Santé und den Organismen der Kontrolle, die wir auch tun, und dann muss auf Platz kommen und so weiter. Total von 476.171 auch Tax ausmischt. Den Projekt ist laut Planning 4 gesehen, dass wir Ende vom Congé Kollektiv 2022 fertig gehen. Wir hätten, wenn lo votiert geht, von dem Congé Kollektiv zu Missionen Borderen ausschaffen bis am Oktober, und da gibt am Dezember den Demontage an die Sessionsarbeiten umgehen. Was den Speicher betrifft, so dass wir im August fertig gehen. Und ich habe es keines vergessen, der Speicher geht auch energetisch saniert, in dem Sinne, dass man hier Zellulose-Isolation aber bis gestärkt von 21 cm stärkt, wo man im Moment nur 6 cm stehen wollen, für den ganz großen Effekt ausmachen. Angst für diese kleinen Projekte das schon gewirrscht. So, merci. Ja, merci dann für die fachmännische und detaillierte Informationen über von den vielen Projekten, mit denen du, wie wir teil wissen, mehr wie 100% beschäftigt bist. Merci dann. Gut, wenn du dann noch froh sind, Nico. Ja, merci auch dem Dan für die flotte Präsentation. Ich hatte just eine Frage, aber um die Serge, wenn ich mich gut kann erinnern, sind unsere Archive ja auch da oben im Speicher und die holen ja einen gewissen Platz an. Wie was geschieht? Bleiben die Archive da oder kommen die auf einen anderen Platz? Und da vielleicht noch eine zusätzliche Frage, wenn du erlaubst. Wie geht es mit der Digitalisierung von den Archiven weiter?
Ja, zu Mengen haben wir ja ein paar Stauschhaus ausgebaut gehabt, komplett renoviert. Und du hast den Speicher ja auch mit der nämlich der Isolation, die Zellulose Matje auch isoliert gehen. An die Archiven, die gehen oder sie schon teilweise rüber transportiert gehen. Also alles fährt aus dem Servicetechnik von natürlich. Ja. Und ich meine, am Moment die noch plottern schon da oder ist die nicht da? Nee. Aber auf jeden Fall, als das rüber geholt oder geht alles rüber geholt an ein paar Stauschhaus auf die Speicher. Dann just, du hast ja auch die kleinen entrestiert da gezeichnet mit den paar Replika, wo in River an ein paar Stauschhaus kennt. Ja. Gut. Ja, mit der Digitalisation, das ist natürlich eine ganz interessante Frage. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die der SIGI auch anbietet. Und da muss man effektiv, man sieht am SIGI teilweise Kontakt mit anderen Produkten, mit anderen Geschichten, wie das hier SIGI Nova geschafft wird. Und wie soll ich das so, das ist dann ein Teil von dem ganzen Kontakt, den wir werden am SIGI haben, auch die Geschichte von der Digitalisation. Aber, ja, zur Digitalisation will ich aber so, wir sind nicht nach 20 Jahre zurück auf der Schötter gemengt. Also die ganzen Baugenehmigungen, PHP und alles, da tun wir alles in einer digitaler Form. Das ganz viel digitalisiert. Ich hatte zufällig zu Morgen hatte ich noch mal Dan darüber geredet. Ich meine, Gäste hatte ich schon mal geschwärzt. Ich meine, wir sind am Gang als Service, wir stellen ja mal leider an, dass wir mal als Service neu strukturieren können. An ein wichtiger Punkt, dass digitalisieren wir doch enorm fanden. Und wir hatten jetzt, dass wir, da muss nicht für ein Konzept login, dass wir gucken, digitalisieren, wo geht es aufgespeichert, geht es um selbes System, weil an der Vergangenheit waren oft Studenten, die in ganz Vakanzen Sachen digitalisiert, die auch da sind, die auch aufgespeichert sind. Ich meine, muss ich eine Struktur dort kriegen, dass alles proper digitalisiert wird, dann muss ich wirklich dezidieren, was halten wir, was geheim wir weg. Ich meine, wir noch den Alain, den hat doch ein kleines Vermächtnis an der Schule stehen, am Keller von der Seite vom Bischelgrätchen. Du hast auch ganz cool Beruf kommen. Aber du musst auch sich bei dir Zeit holen, für das dann alles mal zu triieren. Genau das wird doch geschehen. Und dafür meine ich auch so wichtig, dass wir immer Personal, dass wir das nicht Personal beikriegen. Wir können nicht, das sind ganz coole Sachen, das gesagt haben. Das froh da lo Herr No haben wir einen Preis von Anno Tobak, die nicht gemerkt haben. Und das sind all die Arbeit, die wir in Zukunft müssen als Gemengen proper gewissenhaft machen. Und ich meine Digitalisation, dass wie das Herrsch sieht, für die Kurier haben wir schon ein neues System. Das geht auch alles, was ihr könnt, das tun wir alles in einer digitaler Form. Wir können die Masse ja nicht stockieren. Früher hat Gemeng minimal ein paar Bayern, wir heute sind das Käber. Nicht, wo muss du auch dezidieren? Ich meine, wie alle Betrieb das möchte, wer die kann liquidieren. Und, wer da PHP oder so geht zum Beispiel, fand ich das aber wichtig, dass ich immer nach dem materiellen Dossier auch nach irgendwo hört, mit den Unterschriften vom Minister, das ist aber nicht unwichtig. Wir sind am ganzen sind wir auch am Gang nach bisschen um Reso zu schaffen. Da haben wir verschiedene Propositionen gekriegt. Wir werden auch eng Offer an sich an ja von der Gemenge bis hin auf den Campus haben wir ja eng Darkfiber legen los. Und da haben wir Propose gekriegt von einem Provider für eben dass man von den klassischen DSL raufkommen, dass man effektiv auch Punkto Reso an den Gigabit-Bereich kommen, intern innerhalb von der Gemeinde. Und das hilft natürlich auch den ganzen informatischen Systemen, die Hand durchstehen. Okay, sehr schön. Ja, ich wollte kurz von aufrufen, also auf eine Contracts mit von einem Gesamtbudget von 560.000 € mit der TVA dran. Am Budget war Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres 375.000 € just viel gesehen. Da war just am froh, ob ein extra Grund oder eine extra Exigence von der Sicherheit war, die am Anfang erklärt, dass das Budget aber so viel mehr da ging, als wie initial geplant gewesen. An die zweite Frage als Schmengen hun festgestellt, die letzten Jahre sind alle Projekte immer mit dem nämlichen Architektenbüro realisiert gehen. Und du war von mir froh, wie du bist die Kriterien, als wie die selektioniert gehen, ob du eine extra Demarche gibt oder wie das choisisiert wird.
Ne, ich meine Millionen am Budget des Jahr mir den Mont an 4 gesehen, den für den doten Projekt des Jahr gebraucht. Ich meine, mir setzt ja nicht das ganze Projekt dran. Wir hatten noch kein Projekt am Detail. An der Toten as auch ich mein, dat sich so entwickelt effektiv kommen ganz Koboppler wie dann gesot mat den Fënstern ich mein, eng Lüftung müssen drammer dann ich war mir wursten wir mussten unbedingt Büro op die Speicher mehr, weil wir brauchen da dann mir kein Reunionsreim mehr neisch méi an dat okay Problem. Wat den Architektebüro geht ich menggen die Männen Deel mat den Architekten, die wie heute den Ubau pu so klein Transformationsarbeiten hat méi benëmmer den elementär haiers da vu Rugangen niwen Drden am Gebäi hammer en Architekt ha aus dem Dorf mat dem si ja no awer dat das net so gelaf wie me dat fir gestalt hun du hummer den Kat gemerk du sie als beste geholft dat zu zu bringen an du fir hu sie de Speicherlo gemerk mir holle prinzipiell net immer dieselbe Architekten ich mein mir hun zwar Schëtter fir die Häuser zu bauen hummer Äner zu schrasse gesinn bauen nie Länder Leiit die Dinge das kun dass mir immer ha dieselbe Architekten holen. Mir hunn zu dem Architekt ich mein sie hunn doch du bist aus der Patsch geholle, wann dufir hu de Projekt do fertig gemerk. Ich mein die Madame, die man demos hatte fir Sekretariatem zu bauen, die doch ganz gut gemerkt, die mittlerweile awer opgehalen, weil sos Firma Matthi wahrscheinlich auch fir die ganz Transformationen zu machen. Ich mein Materi haben auch ganz gut zu Summe geschafft, also du komm am Anfang dort. Champ? Ja, ich bin frohen den Raumprogramm do hun ich gelesen, dass den Raumhöhe ab 2 Meter wann die Plan do guckt, dann damit käme wie dann den Versammlungsraum dann real so längs gesehen käme Büroen. Ja. Wir schreiben aber eng eine Hecht hier 4 Büroen zu machen erst ab 2 Meter wie das dann aber an der Normen. Ja. Nee, an der Hecht. Ja, Büro sind express einen halben Meter von dem Maren wäsch, dass man all die Normen anhalen. Also gut die Reunion soll mal auch 3 Meter Lichthöhe dran. Gut, mein Zweitfrau ist muss ich auch gucken, was für eine Aktivität in Europa kommen, weil das ja das ist ein altes Gebäude, aber leider hast du kein Lift dran. Wann du dann Leiit kommen die mat Problem huet mat dem sich deplacéieren, wie kommen die dann wen aus hin? Ich mein, das ein Treppelift jo 4 gesinn, den ass am Projektëmbau vum Servicetechnik war jo dran. Du hast den dann huet immer kein Offerkrit schon woi viel Firma kontaktéiert, mir sind du am gangen. Dat ist, da könnt ihr schon bis op Uwen werte Service kommen, die Reunionszahl das für interne Reunionen, den ass net zesibel fir Personalmobilité reduit, das auch net méiglech. Ich mein, die do Büro und man Service also das hat sich für all Service an wo man dat brauchen. Ich mein, ja, ich verstehe den Antwort. Froh war ja die, wann der Versammlungsraum do was du sest du kommen kein die Reunionen so dran, dann werde ich das kein mat der Dinge drin erkannt. Ja, mich mengen drecht das alles normal zesibel. Gut. Okay, merci. Voilà. Noch froh ich mengen das ganz flotte Projekt. Ich muss so noch vom Preis hier auch mal der ganze isolieren auch die Speicher, dat hat sowieso miss gemerkt geht. Dann moi noch gesot von den Speicher ein paar Stohaus, die auch nicht isoliert, war die Nummer Euro am Kader von den habe ich nicht isoliert. Vorhin aber wirklich am Wand praktisch nicht mehr zu hützen, dat mir den immens gut an. Ich bin dafür so fisch, dass der Teil gemerkt wird. Wie gesagt, an dem Gebäude nicht ein bisschen Historik gemerkt, wird schon alles an dem Gebäude war. Ich meine, das ist ein flottes Projekt und da behindern wir auch gut keine Ausbauten, die sonst Natur an der Gegend kommen. Gut, dann können wir darüber aufstimmen. Serge Stein? Ja. Nico Welsch? Ja. Ali Altmaisch? Vic Back? Ja. Serge Eicher? Ja. Nora Foggiarini? Ja. Georges M. Kaufmann? Ja. Claude Marzan? Ja. Und Liliane Ries? Ja. Voilà, merci. Auch merci dir dann. Und dann können wir noch weiter. Gut, der nächste Punkt. Da geht es um die Approbation vom Restantenetat vom Exercice 2020. Ich meine, die hat die ganze Restantenetat gesehen. Am Moment stehen nach 66.979 € aus.
davon proposiert als Reservech der 3217 fir du eng de Schach ze gin an die 63.000 die gingen wir dann nach poursuivre. Ich meine, die ganz die verschiedene Positionen gesehen, wo der Schach gefroht gött, den nächsten Klient oder das eng Erreur von eiser Seite, da hat Madame gesagt, schickt mir Mann Rechnungen, das hat er schriftlich gemerkt, mir aber nicht gemerkt. Diana, das sind dann das eine Person, die fortgeplündert ist, wo man keine Adresse mehr haben. Also wir haben eine Adresse mehr, die wohnt nicht da. Dann haben wir dann das ein Problem, wo dann Service Immobilier, also die Evaluation immobiliär, die waren weit hinten dran, für alte Gebäude umzuschreiben, wenn Proprietäre gewesen sind. Da haben wir wirklich ein ganz seriöses Problem. Die Steuerverwaltung ist am Gang, am Moment das abzuschaffen. Aber da hatten wir wirklich ganz viele Schwierigkeiten, weil einfach nicht zeitnah die Transkriptionen da gemerkt haben, sie gehen an der Grundsteuer an. Wir die Leute, die eng waren, an nicht Proprietäre und ein paar Bayer, wir haben den allen dann die Rechnungen geschickt und dann haben diese natürlich schon nicht bezahlt, weil sie gesagt haben, wir haben schon verkauft für 1-2 Jahre. Vor allem dann da so eine Societät, die wir nicht rumfanden. Dann als ein Mann, den geplündert hat, der seinen Hund aufgemeldet hat, den aber bei uns am Service nicht aufgemeldet war. Einer Leute gesagt, er jeder Office, Partie. Dann die zweite Seite, den ersten Mann, ja, voilà, den hat sich aufgemeldet, hat gesagt, ihr könnt Dreckskirche wegholen, an Dreckskirche, das nicht weggeholt gehen, die Stunde so lange beim Haus. Und es kam auch keine neuen dran, sodass die Dreckskirche dann da auch nicht geschuldet war. Voilà, und dann die letzten, den Asorin, den mir rumzufahren ist. Wie gesagt, das ist ein Montant von 3.217 €. Und da gibt es Reserve froh, für du können die Schach zu kriegen. Ich meine, wenn der Rest vom Restaurant her guckt, da sind auch Leute drauf, die, ich meine, sind auch ganz viele Leute drauf, die noch bezahlt über die Rechnungen noch nicht so lange raus sind, die noch ganz an der Reihe sind. Sie sind verschiedene Klienten, das sieht auch, wo ein bisschen mehr Reihe stehen, wo wir am Gang sind, entweder Probleme sind mit den Zustellungen, weil die dann in einer Gesellschaft da bemol enregistriert sind, wie sie die Rechnungen gekriegt haben. Sind da auch, wo wir am Gang sind, wo wir Saisi machen, wo wir alle mal wollten Hypotheken auf die Häuser machen, weil mit das sind aber 3-4 Stück, die wirklich ein bisschen mehr problematisch sind. Aber für den Rest, möchte mir ein ganz gut Arbeit dann als der Restaurant nicht haben, war so an der Reihe. Wie gesagt, mittlerweile hat man gesagt, ich meine, nach über 1.000 € hat noch Rakete, die letzte, die ich und hat wer doch der Handplan. Das sind ganz viele Sachen, die normal rankommen. Die Leute, die bezahlen regelmäßig ein bisschen mehr spät, aber das ist da. Sind dort so froh, Serge? Ja, also bei denen, die dann aufgeschrieben gehen, ich meine, du hast mal Schuss gefreut bei eben der Gesellschaft, dass die nicht abfindbar war. Also normalerweise müssen ja alle in Gesellschaft immer rumfahren über das Register Commerce auch noch relativ einfach, oder vielleicht nicht mehr, aber möglich sich am Ende der Verhalt zu setzen oder irgendwie so der Mörder zu machen. Dafür waren wir da ein bisschen überrascht, weil er doch den nächsten Monat aber ist von denen 3.000 €. Ja, und dann ist ein bisschen, wie du siehst, haben wir aber festgestellt, sind den 3-4 Klienten, die wirklich akkumulieren seit 2017, 2018. Und war mich froh, ob wir da draußen immer sehen und so weiter und so fort, weil wenn es ja so viele Jahre akkumuliert, dann schenkt das ja aber mehr lange Probleme zu sehen, wie du das Gefühl dann schon ein bisschen erklärt. Ja, wie gesagt, ich meine, an der Resetter sie zu, also mehrere Leute, die war eine Hölle, weil sie war wirklich immens lange am Gange für die Worte rumzufahren. Sie haben aber nicht Fond, sie haben noch im Register de Commerce überall geguckt, dass näher uns mir ins Pfannen, den habe ich mit der Firma zu dienen, oder dann sie noch da, ja, ich dran. Also ich will nicht den allerletzten Detail, mit dem man gesagt, dass wir nicht zu fahren. Also das lohnt nicht, das hat einfach, ich meine, sei stolz schon lange, den erlaubt ihm nicht, das hat einfach so seht, nee, also sie machen schon Recherchen an, die von dann hat sie wirklich den Dossier noch und hat gesagt, da kommen nicht auf keinen geringen Zweig. Und, ich meine, was Idee an dich da drunter sichern, das auch nicht unbedingt. Und vor allem mit dem Covid-Mensch, da tun wir auch kleinere Tag kriegt, weil die wischt da auch nicht, die ganze Poursuite gemacht haben. Mir alles an allem muss ich sagen, das hat aber da Hand dann. Wie gesagt, verschiedene Leute haben wir lange Geduld, mit haben wir gesagt, dann notfalls schreiben wir eine Hypothek auf 1000, dann ist das eben so. Nicht bezahlen ist aber auch keine Alternative. Sind dazu sonst nachher machen? Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich mache darüber auf Feedback. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini.
Ja. Georges Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Antalya. Si. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um Titre de Recette vom Exercice 2020. Ich meine, das sind hauptsächlich die, wir hatten ja heute dezidiert, dass wir für die Leute geben, ankaufen gehen und dass die Leute dann ja noch gingen, müssten dann die Rechnungen bezahlen. Da haben wir dann eine ganze Coop, wo die Gemeinde dann überwiesen hat. Ich meine, du hast das gesehen. Sind hauptsächlich die Sachen. Du hast gesehen, da waren noch verschiedene Fehlbuchungen, wo dann bei mir Leute gesagt haben, pass auf, das nicht für mich, da sind ein paar kleine Erröhren auf der Tisch gewirrscht. Taxen auf Nordzeiten sind dabei, da so ein Affranchissement, wo Maison Relais, wenn wir für die Briefe fortchecken, also die 624 €, das ist die gehen Preisbriefe, ob wir affranchieren sie an der Krise, bezahlen sie also aber die Suen zurück vom Affranchissement, wird von nach Jahreshat Stammine ein 30 €, die Ladies Apero hat macht 97 € Rakrit. Dann die dicke Set an der Sement la Mobilité, wo man die Leute gesagt haben, dann bezahlt mal freiwillig Parking, ein für einen Tag bei der Schule, da hat man 7,80 € Rakrit. Dann haben wir von der Achse Geld zurückgekriegt, weil wir eben 2019 Männer Akzidenten hatten, das ist, da kriegen wir so in Rum und dann hat der Foyer hat ein an einen Kader von einem Schultabs bezahlt. Voilà. Das für das. Dazu Remarken oder Frohen, das ist nicht der Fall. Dann können wir da doch aufstimmen. Nora Foggiarini, Ja. Georges Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Ali Altmaisch, Vic Back, Ja. Serge Eich. Ja. Voilà, merci. Da kommen wir auf den Approbation vom Compte Gestion an dem Compte administrativ. Den alle hat der Compte Gestion da 4 geschrieben. Als erste geholt ist normalerweise der Compte vom Receiver. Und da sieht der Kontrolle dann normalerweise kein Problem damit, weil der Receiver dann vermischt wird vom Chefrot könnt. Dann hat gesehen, was der Compte vom Chefrot geht. Da stungen pure Marken dran. Du man für dich gesot krit, wenn man am Anfang schon oft gesot krit hun, dass man den Nettoyage von den, dass man miss eng Submission machen, wat den Nettoyage von den öffentlichen Gebäier ugeht, weil dat einfach weil dat nie ausgeschrieben gehen. As das so, dat gi wir als Erklärung, dass mir am Anfang immer Gebäier beikrit hun, dass man eng Firma hatten, nummer gefrot einer pro Stunde botzen, donner pro Stunde botzen, dat hue sich iwwer Zeit akkumuliert. Der Chefrot hue doch dat auch geschrieben, wir hun von also Funktionären ugestalt mal ganze Relevé zu machen, den hue auch schon per Bord run immer ugefrot, also aber nicht dazu kommen die ganze Prozedur die ganze Bord oder abzustellen. Wir hun immer gesot dann hol sich einen externen den der Hölft für zu machen, dass man da aber erledigt können, dass man dann noch die Submission, also dass man die Submission da können machen mit dem ganze Botzen. Muss ich einfach dabei so, wir sind aber immens zufrieden mit der Bootsfirma, die wir haben. Wir haben noch eine immense Flexibilität. Wir haben auch schon sonst immer teilweise von kleinen anderen Sachen gemacht, wie Fensterbotzen, so auch sonst immer Preise gefragt, wo sie aber immer ganz am Preis suchen. Also das ist auch nicht, dass die hier egal Wert frohen. Wir gucken doch regelmäßig, dass wir zwischendurch mal ein Offer froh, sie sind aber immer ganz kompetitiv. Dann haben wir gesagt, dass wir am Kader vom Wasserreglement, dass wir da erstmal konformieren und das Wassergesetz wird effektiv an der letzten Version, also wie das Wassergesetz für die Water 2017, ja, 2017 war es. Wie am neue Wassergesetz steht, dass du auch muss Spezialtaxe für den Noreka-Sektor angefordert gehen. Wir sind am Gang als ganz Wassertarifikationen zu verschaffen. Wir haben relativ viel Wasser geschafft. In letzter Zeit wir bauen die neue Quelle. Du hast auch von unseren Leuten am Gang, die soll die ganzen Berechnungen machen. Wir haben auch einem Büro d'études den Auftrag gehen, dass die auch die ganze
als ganz Reso und dass das alles Jour gesagt wird, den Inventär für dann den neue Wasserpreis zu rechnen und an dem Kader gibt man dann noch den Eureka-Sektor mit ranholen. Wir sind erst bewusst, die Sache laufen, mir auch da, der Mann, den möchte, den hat nach einem ganz kubaner Chantier und wir hoffen, dass den noch ein bisschen besser weiter können, sobald wir dann Verstärkung haben. Und muss ich einfach ein paar dich aussperren und dann just den Dossier do mal machen an der Klappe. Dann haben wir eine Remarque gekriegt über die Rolle von den Hunden. Das ist so, dass am Anfang die Rolle von den Hundstaxen, die muss regelmäßig an den Minister angeschickt gehen, für dass den da also Exekutoire gemacht wird, das war vergisst gehen. Da haben wir dann gesagt, wir sollen in Zukunft daran denken, dass wir das auch schicken, für dann die Rolle Exekutoire zu machen. Und ich meine, den aller weiß, dass wir den nächsten Jahr darauf aufpassen, dass das dann noch geschieht. Dann, als eine Remarque kommt, was RC angeht, ich meine, wir alle als Computerin, die haben wir bei RC Automation Center, wie ganz viele andere Gemeinden noch, das schon eine ganz lange Geschichte an der Zeit, ganz am Anfang, wie die Gemeinden informatisiert sind, also der Sigi entstanden. Du hun Gemengen da hat man zwei Firmen, die die mit Ericsson geschafft, die eine mit HP. Und dann hat Sigi sein ganzes Programm geschrieben und du hast gesagt, in HP, wir optieren für HP, weil da ganz andere Moyen waren, dass ich mit Ericsson als nämlich geschafft ging. Und demnächst kommt ein RC ans Spiel. Automation Center hat Gemengen, wir haben mit denen als ganz Reson abgebaut, wir haben mit denen Kontrakten für den Entretien und alles, und das funktioniert wunderbar, und wir sind auch ganz zufrieden mit denen. Für was wir mal dem Ministerium der Landwirtschaft könnt, dass wir das sollen ausschreiben. Ich meine, wir haben einen Kontrakt, wo dann immer auf Fur et à mesure Sachen beikommen sind. Das klingt doch einfach, schreibt das aus, so einfach ist es doch nicht, weil das ist eine gewisse Komplexität an dem Ganzen dran. Wir mussten da gucken, wie wir da gehen, weil das ist aber nicht so einfach. Das Ende von mir hin noch, wir müssen mal gucken, wie andere Gemeinden das machen, weil da wäre ja eine Möglichkeit, wenn das damit ausgeschrieben ist, sie können Sigi mal vielleicht eine Initiative holen, also wir schreiben mal aus oder wir machen eine Sportrunde. Wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Aber wir haben auch am Kader von da ist eine ganze Etude vom Reso, hatten wir auch verschiedene andere Optionen. Das geht aber mehr um die Gestion vom Reso, das geht nicht unbedingt um die Lokation von Material. Und muss ich auch wissen, die Leute, die den Reso gerieren, und da geht über andere Material sichern, an der Zeit hatten wir das, dann war immer die Menge, nie dem sing Schuld, den Sit war, den etwas sollte flecken und ausschließen. Dafür, das ist alles ganz einfach gesagt, mir das ist nicht immer so einfach gemacht. Und wir als Gemeinde haben auch nicht leider Leute sitzen, die sich permanent um die Sachen kümmern. Dann könnte natürlich auch noch eine kleinere Macht, was Irregularitäten, was Marschesgesetz so geht, da ist so, dass man einen Mekalaktor kauft und kennt die Maschine alle gut, mit der die man praktisch geholfen für alles zu machen. Wo wir da gesagt kriegen, die hat das müssen ausschreiben, die können nicht eine Maschine kaufen, und da kauft bei derselben Firma dann den Accessoires auch nach, weil da kommt dann einfach über eine gewisse Maschine. Auch dazu müssen wir in der Vergangenheit doch meistens so gemacht, dann haben wir, wenn wir gerne Gefähre gehabt hatten, dann haben wir die Gefähre dann so ausgeschrieben, dass ganz genau just das Gefähre gepasst wird, was ja auch nicht ganz richtig ist. Hier waren wir paar Gefähre gucken, wir hatten noch ein anderes Gefähre, das könnt ihr euch erinnern, haben wir eine Zeit am Ansatz für zu probieren, weil da war lange nicht der Besoin entsprach wird. Die Mekalakai, das war genau das, was wir als Gemeinde wollten. Und wir haben die Maschine gekauft, und selbstverständlich haben wir dann noch verschiedene Accessoires gekauft. Wenn wir dann nicht hätten, die Firmen, du hast gesagt, dann direkt die ganze Maschine mit den Accessoires ausschreiben. Das ist auch richtig. Wir den Orlot sind noch einer Gemengen, die Gilo einfach auf den Weg, die holen so eine Maschine, die leasen die einfach ein Jahr, und dann machen sie einen Kontrakt mit der Firma, wo sie da geleast haben, dass sie noch kaufen. Ich meine, wenn ihr so Sachen will, die wirklich, wo ihr seht, das ist das, was wir brauchen, dass ihr auf den Weg geht, für das dann zu kreieren. Hier ist es wohl nicht so, dass wir bei einer Firma gegangen sind, und die kommt zu irgendeinem Preis aus dem Material verkaufen, wie verdeuerte Preise. Das ist nicht so. Ich meine, wir wissen noch, was die Preise am Ausland sind. Wir haben noch einen Fournisseur gefragt, wir wissen noch, was das kostet. Wie gesagt, das sind die Regeln von den Marschen, wo wir auch uns in Zukunft müssen drin halten.
Wir werden noch probieren, das so gut wie möglich zu machen in Zukunft. Für den Rest meine ich, dass das alles, was wir vorher machen hatten, für den Rest, was den Konto geht, da stimmen wir aber relativ gut da. Der Konto, der schließt auf mit einem Überschuss von 15,9, praktisch 16 Millionen. Wir haben immer noch einen ordinären Überschuss von 6,6 Millionen, was aber ganz gut ist, meine ich, für das Jahr 2019 auch nach. Sodass man da von der finanziellen Seite, meine ich, klappt hat. Wie gesagt, die paar kleinere Marken, wir probieren denen so weit wie möglich Rechnung zu drohen. Ich meine, alle Gute, die ein Heimat an der Decision, wenn die wissen, dass permanent die Sachen da kommen. Ich meine, das Minister Landwehr möchte seine Aufgabe, möchte also die Sachen aufmerksam. Wir probieren auch so gut wie möglich dem Not zu kommen, mit sticht auch immens viel Arbeit an dem Ganzen, dann immer das dann nicht immer so evident. Voilà, ich ging so, dass wir dann machen heute zu den 2 Konten, dann ging so, und dann gibt man ja nur separat aufstimmen im Reserve singen an dann dem Chef. Voilà, Nico. Ja, ich meine, du hast eine ganz Reihe Explikationen gegeben, die ich auch kann nachvollziehen, das alles nicht so einfach. Wenn ich eine Marché public muss machen, dann muss ich eine Cahier des Charges machen, und da sticht ganz viel Arbeit drin. Ich meine, wir haben einfach, oder der Chefrat hat eine Obligation, auch vis-à-vis von den Leuten draußen, sich an die Regeln zu halten. Am Marché Public-Gesetz ist ja da, für eben das nicht ein Gemeng irgendeinem ein Pfeffer möchte, ein Avantage möchte, indem sie dann den etwas liefern lässt zu einem Preis, den dann proposiert, mit dass eben diejenigen, die die beste Preise offeriert für das beste Material, auch einen Zuschlag kriegt. Und, ich fand ziemlich pure so Sachen, die sich kumulieren, die nicht günstig sind und die auch für den Chefrat kein ganz gut Bild aufgehen. Dafür kann ich nicht mehr unterstützen, das, was du gesagt hast. Ich meine, die müssen alle Anstrengungen erholen, für das eben den nächsten Rapport, den wir kriegen, dass du nicht mehr von der Marché Public repariert hast. Das ist einfach ein bisschen erschreckend, dann gesagt, das schon für drin, wo das schon von Dussmann abgeworfen ging. Das ist aber ein Marché für 300.000 €, das war abgeworfen ging, und das schon danach könnt ihr drin zurück, und das drin abgeworfen, und das nicht geschieht. Und ich hoffe ja, dass die Arbeit, die da angefangen hat, für die Charge abzustellen, dass den so schnell wie möglich aufgeschlossen wird. Weil das ist ein Marché, den aber nicht so kompliziert. Das bedeutet nicht so kompliziert, dass die Charge abzustellen, weil Kinder die Chargen von öffentlichen Entreprisen Hunderten hier am Land, und da brauche ich nicht mehr bei den Mengen oder anderen Not zu fragen, wie so etwas abgestellt wird, da geht das. Ich kenne das aus meiner früheren professioneller Aktivität, dass das nicht so kompliziert ist. Voilà, ich kann den Chefrat unterstützen und motivieren, an der Sache Marché Public dort zu gucken, dass man nächstes Jahr proper durchstehen. Ja, ich meine, du siehst, das ist nicht so einfach, das ganz einfach, das bei anderen zu fragen. Das haben wir auch fertig, bei anderen zu fragen. Ich meine, da muss man aber ganz genau die Metakarien an alles dran setzen. Wir wollten auch die ökologischen Kriterien all dran setzen. Und, wie gesagt, den Abend gesehen, in der Fließ hat der einen Klimapakt präsentiert, wir sind mit einem Naturpakt am Gang. Wir haben ganz viele Sachen, die nicht so viel habe, dass die in einer Woche fertig kriegt. Als Leute sind wirklich am Moment, und das muss ich so, ich meine, wir sind nicht die einzigen Gemengen. Gemengen am ganzen Land, egal wo der hingeht, sind lopisch Gemengen, das ist überall genau dasselbe. Wir sind bestimmt die Leute, die wollen uns Leute drücken. Ich gehe da recht, wir müssen das machen. Übrigens, als schon nicht dieser Chef vor den Nächsten, das ist schon über all die letzten Jahre, das ist Jamp, du weißt, das mir schon gesagt kriegt. Freier wir hun noch do probiert. Ich kind der recht mir soll net no Menung opkommen si man je Händel mat wie se grad fëllen an du hast schon recht Mach man net an mir sollen dafür auch die Bordrun do machen. Wir muss wie gesagt, das fi schlechte wëllen och net vun eise Leiit das net das alles gefrot gi mir hun Dossien do leiien mir muss lo ganz präzis die mit der Carry an mir werd guck fir de Bordro do zu kreen. Und dann noch die andere Sache mit Material muss ich gucken, wen der möchte, weil ich meine, muss ich noch zugehen, denn oft, wenn ein Marché Public Gesetz einfach so appliziert,
lebt den noch oft bei. Wir sind immer einem riesigen Chantier am Gang, wo dann eine Kleinigkeit dann nicht gestimmt hat an einem Bordro, wo da wirklich Qualität, die geliefert wird, nicht die die soll sein, wo auch Bemol Gidrin letzten Punkt reiht, weil merken noch, dass die Entreprise noch genau die Schwachstelle wissen, wo sie da können, mit billigen Preisen, Bemol links auch jetzt, die Supplement rausschlagen. Also das gar nicht so einfach, muss ich immer mehr Kiwif sein, weil die ganze Missionen angeht, dann oft bezahlt den HNO noch mehr im Endeffekt mit Submissionen, wo ihr billige Preise hat durch Supplement. Aber bei irgendwo ist vollkommen recht, ich meine, es gibt eine Gesetzgebung durch den Chefratsstrun zu halten, und das werden wir probieren, so gut wie möglich zu machen. Am nächsten Rapport wird wahrscheinlich das von Butzen nach draufstehen, weil bis die Submission lebt 2021, also 2020 hat schon also gelernt, wir gucken für das Jahr vielleicht an 3 zu kriegen, vielleicht mir das lebt am nächsten Jahr Stunden. Ja, manchmal können wir ihnen da mal ein Ding drin haben. Voilà, das gesagt, das ist keine Remarke, da können wir darüber aufstimmen. Feedback? Ja. Serge Eicher. Was stimmt, oder die Kongestion wie das? Pardon, ja, für die Kongestion, sorry, ja, das ist der kleine Unterschied. Ja. Das ist gut. Dann Nora von Giarini. Ja. Georges M. Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Thein. Ja. Nico Welch. Ja. Und Tali Atmech. Voilà, da kommen wir den Konto administrativ. Ich will den aufstimmen. Nora von Giarini. Meine Güte, Ja. Georges M. Kaufmann. Nee. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Nee. Serge Thein. Ja. Nico Welch. Tali Altmeich. Vic Pack. Ja. Anders Serge Meich. Nee. Voilà, du mal da wären Konten dann auch aufgesehen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, da geht es um den PPF. Du hast so, ich muss schick dir stehen, wie immer, du hast nicht ganz viel, wird nicht viel geändert. Ich meine, immer die Chiffren geändert, die wir vom Minister offiziell gekriegt haben. So schon mal, aber nicht ganz viel do à jour gesagt. Ich meine, die Situation ist noch immer dieselbe. Dass man den, wenn ihr da durchguckt, dass man den ordinären Resultat, das Lolo am Konto von 2020 bei 6,4 Millionen, das am Budget haben wir von 4,3 Millionen da geschaut, das steht heute dran. Auf Basis vom Budget gehen wir fort, dass man dann 4,9, 5,6 kommen. Wir rechnen aber, dass wir die 6 Millionen permanent ordinären Überschuss behalten. Wir haben noch verschiedene extraordinäre Projekte, die wir dran haben. Wir haben, ich meine, also so, dass wir da auch noch mehr detailliert Preiswerte kriegen bis das Budget. Hoffen wir auf jeden Fall, das ganze Planning vom Recycling Center, das läuft. Da sind Diskussionen, die sind da am Gangen. Ich meine, wir wissen, was das ist, weil wir wissen, was das Leute wollen. Das heißt, dass wir da ein bisschen mehr präzise Preise kriegen. Auch was den Schulausbau geht, da soll man ja ein Planning kriegen, wie das soll ausgebaut gehen, was soll gebaut gehen, wo auch dann ein Budget dabei ist, dem ist morgen im September präsentiert kriegen, heißt, dass man dann mehr konkret Preise da auch wissen, sodass man mit unseren Finanzen aber die nächste Zeit über die Runde kommen. Wir haben verschiedene Projekte angesagt, wir haben provisorisch eine Verschuldung von 17,5 Millionen. 2026, du hast aber ganz grob dabei, auch für die Schule, da sind verschiedene Projekte dran. Aber wie gesagt, wir müssen das dort alles, sobald wir die Preise mehr konkret tun, was den Ausbau geht, ein Recycling Center, Pumpschiffsbau, Atelier, und dann noch Schule, und auch eventuell Ofen auf der Kirchenplatz, Centre kulturell muss man das budgetisieren, und da sehen wir mehr, wie wir das auf die nächste Jahre verdienen. Die Krit hat geschickt, wenn du irgendwo machen oder etwas können, dann gerne an einer nächsten Sitzung das frohen, dann können wir nach die verschiedenen Sachen abändern. Voilà, und dann kommen wir auf den nächsten Punkt, das sind Affaires Sozial. Da gebe ich dem Sachstand vor für den Punkt 4.1. Ja, auch heißt Kleinland könnt nicht Land zwitten vom Klimawechsel. Die erinnern dir vielleicht alle gut und den Tornado, den Ugangs 2019 ja immens Schuld am Süden vom Land angerichtet hat. Mehr rezent, und zwar den 4. Juni,
waren solid donnerwirderen über Lützeburg, wo viele Plätzen Schurt durch Überschwemmungen entstanden sind. Aus dieser Naturkatastrophe heraus gouf eng Assoziation mam Numm Recking Hëlleft gegrünnt, für Gelder zu sammeln an Dommer den Awohner aus den Ortschaften Recking, Lampe, Schwickring an Pissing zu helfen, die von den Überschwemmungen betroffen waren. Das Solidaritätsaktion gedoch vom Gemengerot von Recken und der Mess unterstützt und sie frohen anhand von ihrem gemeinsamen Courrier für den Affer mit einem Don in den zu greifen. Voilà, als Majorität wollten wir dem Gemengerot proposieren für diese solidarische Aktion in Don von 1.000 € zur Verfügung zu stellen für die betroffenen Leute zu helfen und sie zu unterstützen. Auch wenn die Gemeinde Schütter an ihr Anwohner bis größtenteils von schweren Naturkatastrophen verschont blieben ist, also nie sicher für nicht ob einmal auch auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein. Wir wollten mir fragen, ob die dann noch Gift hat, Matstimmen an den da unterstützen. Merci. Ja, Jem? Ja, ich meine ganz gern unterstützen wir das, weil wenn ihr weit von den Sachen dabei ist, dann kann er just immer die Bilder gucken und dann auch gucken, wie viel hört das die Leute alle wirklich tun. Aber ich wollte aber vielleicht eine Anregung gehen, vielleicht an den Feierseersgemengen oder vielleicht beim Sigi, dass er da eventuell könnt einen Propos machen, weil wir hatten ja auch schon die Katastrophe zu Bacharach und noch am Müllerdal. Und wenn er irgendwie einen schreibt, dann fällt es schwer, etwas zu machen. Ich wollte vielleicht rekommandieren, zuerst du delegiert, was von der Gemeinde Schütter und noch dem Jean-Paul für bei der Seersgemeinde vielleicht zu vor, dass er dann gemeinsam bei so Katastrophen könnt eine Idee haben, wie könnt ihr dann alles da helfen? Weil, wenn, wie gesagt, kein direkt den Mann so kennt, dann fällt immer schwer, dass ein Gemeinde so Gest möchte. Ja, ich meine, du hast gesehen, dass eine SPL, die sich da gegründet hat, zu Recking, die Initiativen hält, über die Gemeinde. Das ist auch immer ein bisschen doof, weil ich meine, Gemeinde einfach Geld frohen, das ist schon nicht gerade ein Zweck, dass einfach die Gemeinde so in der Kasse, die muss ja verdelt gehen, muss ja gucken, wen ist responsabel. Also, ich meine, das schon wenn sie als Gemengen, wenn du etwas geschieht, werden mal zusammen betroffen sind. Aber da das über die Sigi, weiß ich nicht so richtig, wie du das vorstellst, für du. Ich meine, vielleicht Mikro, ja. Nee, ich meine, dass wir da vielleicht nicht etwas für den Civicol. Ja, das kann in denen vielleicht ein Person. Ich habe ein Civicol gemeint. Okay, ja, das ich habe Civicol gemeint, als ich gesagt. Für du hast du Jemba den Serge aber nicht vertreten, da das mussten Dinge vor Konten, also vertreten muss man dem da denken, bewegen. Das ist gut. Merci. Voll auf mal dummer der Kurs sind, da gibt man auch den Punkt aufstimmen. Serge, du darfst auch aufstimmen. Ja. Nico Welch. Ja. Ali Altmaisch. Fik Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Und Lilian Ries. Ja. Merci. Wir kommen auf den nächsten Punkt für die Resolution LGBTIQ und das gibt dann noch Ja, guten Abend. Also in diesem Punkt geht es um die Unhölle von der Resolution, die uns Gemeinde als Freizone für LGBTIQ-Leute deklariert. Hier kurz die Erklärung von LGBTIQ. L für Lesbien, G für Gay, B für Bi, T für Trans, I für Intersex, Q für Queer. Ich fand es erschreckend und auch immens traurig, dass wir überhaupt die Besoin haben, für so eine Deklaration müssen zu stimmen. Wir sind am 21. Jahrhundert an einem entre guillemets zivilisierten Europa und aber gehen nicht Leute, politische Bewegungen, Regierungen, also sogar Länder, die gegen Menschenrechte verstoßen. LGBTIQ-Leute haben leider in verschiedenen Ländern nicht die nämlichen Rechte wie alle anderen Bürger
sie gehen diskriminiert, bestraft und de Pranger gestalt, verfolgt, von Menschenhasser zerschluen, leider sogar in extreme Fall umbrucht, wie der traurige Beispiel von David Polfliet an der Belsch. Und das für was? Just weil sie ihren eigenen sexuelle Orientation nicht verstoppen, frei ausleben wollen. Haben mich schon vergessen, wie katastrophal so eine Politik ist, den Holocaust liegt nicht so weit in der Vergangenheit zurück. Heutzutage soll kein mehr, wenn seine Hautfarbe, Religion, Originen, sexuelle Orientierung, Geschlecht oder Handicap an Angst leben, nicht toleriert und diskriminiert gehen. Wir haben all die nämlich Menschenrechte. Es kann nicht sein, dass Länder wie Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und so weiter das Recht missachten, Gesetze schaffen, die diskriminierend für LGBTIQ-Leute sind, wie zum Beispiel Kreation von Regionen, die frei von der LGBT-Ideologie sind, Zuwendung von regionalen Charta für Familienrechte, Bekehrungstherapie praktizieren und so weiter. Also mit die fundamentalen Rechte von denen Leute erschränkt, sie so noch mehr ausgrenzt, an den Hass und Gewalt und Lucht treibt. Es kann auch nicht sein, dass sie heutzutage nach Bereichen wie Schule und Arbeit physisch und psychisch Aggressionen ausgesetzt sind. Und das ist so stark, dass der Suizid von jungen LGBTIQ-Leuten höher ist. So zum Beispiel der Selbstmord von Guillaume Tran, die Gründer auf der sozialen Reso von der Plattform #MeTooGay war, und mit nicht 20 Jahren den Suizid getrieben ist. Wo sind uns Gleichberechtigung und Toleranzwerte, wenn wir Leute mit einer anderen sexuellen Ausstellung nicht akzeptieren? Verteidigen und helfen, und wo führt uns das hin? Hass, Extremismus und Gewalt sind nicht Lösungen mit einem Ausdruck von Ignoranz und Angst vor dem, was ihr nicht kennt. Dafür ist es wichtig, die Leute aufzuklären und zu sensibilisieren, also die Anerkennung von den fundamentalen Rechten von den LGBTIQ-Leuten zu fördern und das als Kondition zu stellen für die Länder, die sich als neue Member für die EU bewerben. Und das soll sowohl auf lokalem wie regionalem und europäischem Niveau geschehen, weil das uns gemeinsam Responsabilität und es erfordert Kollektivaktionen und Efforten. Gemeng Schëtter gilt als open und tolerant Gemeng und décidéiert haut unser Territoire als Freiheitszone für LGBTIQ-Leute zu deklarieren. Genau wie das Europäische Parlament den 11. März 2021 deklariert hat, aber wie es sowohl an der Charta von den Menschenrechten, der Gleichberechtigung, an dem Recht, sich als EU-Bürger frei zu bewegen und sich auf EU-Territoire frei abzuhalten steht. Wir engagieren uns durch unsere Politik, die Rechte von den LGBTIQ-Leuten zu verteidigen, zu fördern, und wir setzen uns gegen Diskriminierungen an. Das ist das ganz am Sinn und unterstützt den Nationalen Aktionsplan für die Promotion von den LGBTIQ, die von dem Familienministerium und Zusammenarbeit mit den konzernierten Ministerien ausgeschafft und vorgestellt wurde. Dafür ging ich bitten, das Resolution umzuwollen. Voilà, merci Nora. Sind dazu noch Remarken um den Tisch? Claude? Ich meine, das ist ganz flott und richtig, das was wir machen. Es sind auch schon andere Gemengen, die dadurch gemerkt wurden. Und ich meine, da wo es um Menschenrechte geht, und ich hatte auch gestern schon ein bisschen angeschwärzt, was ja immer da ist, das sind Kannerrechte. Ich meine, da haben wir als Responsabilität, und das ist flott, wenn wir die hier holen. Ich meine, die Chamber werden auch geschwind nutzen, ne? Weißt du, dass auch den Sven Klemmer eine Resolution rangehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht von der Chamber da soll gestimmt gehen. Und ich fand noch das nationalen Niveau auch ganz gerade so wichtig, dass das noch da so dezidiert wird. Merci. Merci auch. Wenn du okay so eine Remarque hast, dann gibt mir das aufstimmen. Nora, du darfst dann noch. Ja. Joachim Kaufmann, Claude Marzan, ja. Lilian Ries, ja. Serge Stein, ja. Nico Welsch, Ja. Ali Altmaisch, ja. Fig Back Ja. und Serge Eich. Ja. Voilà, merci dafür. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um Droit de Präemption. Da gebe ich dem Serge Antwort.
Ja, es geht, wie du schon gesagt hast, um Droit de Präemption von einer kleinen Parzelle von 6 Cent ja, mit der Kadasternummer 516 über 4470 angedroht an der Sektion A zu Schötter legen. Und wir wollten den Gemeinderat vorschlagen, auch auf das Verkaufsrecht zu verzichten von dieser Mini-Parzelle, die für 1500 € verkauft wird. Jo, merci. Gibt man darüber aufstimmen? Feedback? Ja. Serge Eicher? Ja. Nora Foggiarini? Ja. Georges Schamkauf? Ja. Claude Marsan? Ja. Lilian Ries? Ja. Serge Stein? Ja. Nico Welsch? Ja. Antal Altmaisch? Ja. Merci. Für den nächsten Punkt, Serge, stehen wir dann unerfertig. Jo, bei dem Punkt geht es um einen weiteren Droit de Präemption, und zwar von einem Terrain von 11 an 25 Cent Jahr mit der Kadasternummer 503 über 3129. Angedroht auch an der Sektion A zu Schötter, mit dem Namen in der Bremen. Diesen Terrain liegt an der Bremen, an unserem PAG als Zone d'Habitation 1, Nouveau Quartier angedroht. Gëtt zum Preis von 787.500 € verkauft. An dieser Zone erwähnt Nouveau Quartier können nëmmen Familienhäuser gebaut gehen, respektiv ob manst tauscht von den Wohnungen müssen Maison unifamilial sein. Wenn wir das schon bei anderen Parzellen hatten, bei denen wir auf das Verkaufsrecht verzichten, also doch an diesem Fall bei einem Preis von 70.000 € den Jahr nicht möglich für ein Logement subventioniert zu realisieren auf der Platz. Und wir wollten hier auch dem Gemeinderat vorschlagen, für auch an diesem Fall auf das Verkaufsrecht zu verzichten. Merci. Ja, Serge. Du ein kurz froh, du sollst das gerne enger hab du wär just Maison unifamilial und das ist ja Leiit schon engem PHP Nouveau Quartier Bremen, wo aber jo Gebäudeketen, die können du en Sto gin just Schema Direkteur muss orientiert gehen, du könnt ja dann noch einer Gebäude an Sto wie just unifamiliale. Theoretisch könnten du auch an der Habent können unifamiliale mehr am QE, mehr am PHP Bremen kann du auch mehr drauf gebaut gehen, das ist richtig. Ich meine, ich hatte schon gesagt, dass ob man es Talschicht von den Wohnungen muss Maison unifamilial sein, natürlich an dem Dingen, an dem ganzen Kontext, dass das Ja. Dann eng einer vor an dem Kompromis, den du vielleicht du ein Kolos dran verwegen, dat van mir ge verloren net van mir méi van egent egef den Terrain kaufen, dann mis den dann Terrain gef kaufen am Platz von dem, wo am Kompromis steht, dem mis dann all die Freier von dem PHP oder auf all die Freien, die je op dem Terrain schon realisiert, die wären drohen. Klos bis komisch ich stimme die Klos auf wo ist dann die PHP Nouveau Quartier drin, wenn dann gefreuen darf? Sie sind mit dem PHP Nouveau Quartier am Gangen dort zu planen. Wir hatten Diskussionen, also am Anfang für den Terrain, du warst einfach gesagt, gib mir los den Terrain leihen. Und gemeint war, wir der Meinung, das ist nicht ganz gut für ich meine, den Terrain, dort gesehen, wie man den geheuert hat. Die hatten dann noch Evaluationen, dass das Bauplatz für das Kind bauen und die gesagt kriegt, ja, so einfach ist es nicht. Und da muss sowieso ja nur an dem PHP könnt ihr mal dran, und auch von die Bauplatz ja noch, wenn dir das ja noch separat verkauft und das muss einfach um PHP partizipieren, und dafür steht da dran. Nicht, dass er noch sie mit verkauft hätten, für gesagt hat, dass ein Bauplatz, das kostet das 100.000 wert oder 200.000 € nach. Und dann die anderen hatten die Infrastruktur für eich gelöst. Das wäre ja nicht der Fall gewesen. Den hat ja, wenn ein anderer nicht gekauft hat, hätten auf jeden Fall auch müssen und der Infrastruktur partizipieren von dem PHP. Beim PHP sind die Promoteuren am Gang effektiv. Da haben wir Diskussionen mit ihnen, da geht es doch nach dem Logement sozial, da sind auch ganz grob Fragen, die noch zu klären sind mit den Densitäten. Aber da laufen Planungen. Da können wir ja gerne gewiss so nur der Vakanz, aber ich muss mir da an dem Dossier ein bisschen wie weit sind, sodass ich dann auch kann über den vielleicht nicht gerade an öffentlicher Sitzung können wir nicht drüber schwätzen, aber können wir Informationen geben. Ja, also ich meine, wir wären da ganz dumm, weil ich meine, als neue PAG als eng Zeit schon an der Wege an wäre interessant zu sehen, was dann da geschieht, ob den PHP in Nouveau Quartier, die da rangeholt gesehen, notamment
zu gesehen ob der Entwicklung du ich meine geht ja in Richtung vom Pakt Logement 2.0 da den eben noch von den Terra anhört die am Bauperimeter leihen dass die auch sollen enke bebaut gehen dafür mir wäre ganz offen für so eine informelle Versammlung enke dafür zu gehen wo die Projekte sind. Ja, ich meine das wichtig dass noch mir ja gewissen Wurstum gehen mir muss noch do gucken wie geht er mit dem Wurstum weiter den muss ja ein bisschen gesteuert gehen mir den noch das Lo am Quartier existant auch immens viel geschieht wo man nicht wo ich noch nicht direkt sicher aber ich meine können gerne eine kleine Sitzung machen am nur der Rentrée wo man so an do laufen Planungen Tanja kann es eine kleine Inventaire machen das ist auch fast was darüber geschieht das kann man machen. Alle schreibt das just op das man drin denken. Voilà, gif mir über den droit de Präemption do aufstimmen. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Ali Altmaisch. Fick Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joch an Jamkauf. Ja. Merci. Da kommen wir auf den nächsten Punkt, da geht es um Verkehrsreglement. Das gibt dann nur wiederholen. Ja, den 6. Punkt haben wir eine Modifikation vom Verkehrsreglement. Und zwar geht es Rue du Village zu Altschötter, eine Zone 30 auf der ganzen Länge. Voilà. Merci für das Reglement zu stimmen. Jo, da wollte ich zwar noch eine Sache sagen, ich bin gleich gerne ja, direkt. Du hat man dezidiert, das muss auf den geschriebenen Parkplätzen stationiert gehen. Könnt ihr froh, wenn du nicht direkt doch so 30 Matt gestimmt. Wir stimmen die so 30 Lo, weil den nächsten Teil abgeht, zwischen der Rue de Canach an einem Kalek. Das heißt, die soll nun Congé von den Entrepreneurs soll den definitiv abziehen, dass dann noch die ganzen durchnehmen und dass die Mise den Leute einfach ein bisschen hat in dem Kalek, dass das dann abhört, dann da ist es wichtig, dass man dafür haut so und das so 30, dass dann noch direkt das appliziert wird. Du hast ja, ich wollte just vor der Fortgang von den Nachrichten an Rue Village ist wirklich katastrophal. Wenn es Lorraine wie Schwein, aber für eine Politik, als Mojes 3 Dripserien gefallen und ja gepackt, die sie gefuhr. Also ich weiß nicht, mit den Leuten von Altschötter, die so nicht, wie die ist genug und wie die Chantier avanciert. Mehr brauche ich nicht dazu zu sagen. Ja. Ich weiß, dass die Leute zwar Schötteres genug haben, ich habe auch teilweise Verständnis dafür, zwar zu so einem Jungen gehen direkt abpacken, wann hören sie vielleicht zwischendurch, ich weiß nicht mehr, also der Chantier geht aber für und effektiv haben die Entreprisen auch Probleme, da habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ganze Kippen in Quarantäne waren. Das ist ein ganz kompliziertes Chantier, weil wir die eine Seite schon den Kanal machen, die andere Seite den wenn wir am Gange dann die Trottoiren zu machen, gibt eine Residenz da gebaut, wo dann auch ein oder an der Straße auflöden, wo dann auch die Leute, die bei diesem Chantier arbeiten, vernannt gehen. Mit den Riverains sind auch die nicht immer ganz fein mit den Jungen sind, also spielt alles da zusammen. Ich meine, sie meinen hier das Beste, ich war das letzte 14 Tage noch mal im Chantier, wo ich im Februar habe ich da gesagt, sie müssten ein bisschen gucken, noch die Riverains, ich finde auch mit Leuten, die im Kalek gefunden schwätzen nicht regelmäßig. Ich weiß, sie irren sich, wir waren lo den nächsten Teil fertig, dass das alles da rausfährt, dann haben wir die Mise, wir haben auch beim Pizzaim ist die Woche d'accord, dass lo in Chantier sind Baustelleninstallationen haben, also ein Wiss gemacht und das heißt die ganze Trafik vom Bagger, die ganze Sache hin, das läuft ja nur von da, sodass wir da dann einfach eine ganz coole Beleuchtung kreieren. Das ist nicht einfach, trifft doch Wort da nicht, ich probiere dann immer da ein bisschen Ruhe ranzubringen. Wie gesagt, das ist auch ein grosses Chantier, und wir machen als Best, für das so gut wie möglich noch zu Ende zu bringen. Gut, dann gibt man darüber aufstimmen, dazu so 30 zu machen. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Ali Altmaisch. Fick Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joch Jem Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Da kommen wir auf den nächsten Punkt, da geht es um Verkehrsreglement. Ich meine, es sind ja zwar Nummer 2 und nicht 4, da stehen noch so dran. Ja. Nora, das weißt du da? Also das sind dann 2 temporäre Änderungen von den Verkehrsreglementen. Das erste betrifft Darbechten für die Belichtung vom Fußgänger IWW um CR 171 an der Rue de Luxembourg auf der Höchst vom Haus Nummer 13 zu Straßig. Hier sind wir eine Spur gesperrt, auf der Seite, wo sie am Gang sind zu schaffen, die andere bleibt aber immer ab. Und falls es nicht soll sein, dann wird der Verkehr mit roten Luten geregelt. Am Moment sind zwar keine roten Luten da.
Modifikation vom Verkehrsreglement gilt von Anfang von den Abendstunden 5. Juli war das und zählt bis Ende vom Chantier. Die andere temporäre Änderung betrifft den CR 187, das Trüdementsdorf, zu evasieren, wo der Belag frisch gemacht wird und im Moment die Reparationsarbeiten am Gang. Auch hier sind wir eine Spur gesperrt und der Verkehr wird mit Rotlute geregelt. Das Chantier ist aber nicht fix, sondern ist mobil. An den 7. Juli Ugang an die Regelung, die gilt bis Ende vom Chantier. Da wenn ihr froh sind, das ging ich später das zu Änderungen und zu wollen. Scheint nicht der Fall zu sein, dann stimmen wir auch darüber auf. Nora Foggiarini, Ja. der Joachim Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Ali Altmaisch, Vic Back Ja. und Serge Eicher. Ja. Und dann kommen wir noch auf den Punkt vom Akt der Wand von der Emprise zu Straße. Haben wir den Rivat um noch die Jour schon offiziell gehabt? Nein. Haben wir den Punkt um noch die Jour beide? Haben wir das gestimmt? Okay, schon Alzheimer. Gut, Serge, da kriegst du es fort. Okay, merci. Ma ja rezent dass Haus op der mat der Nummer 55 an der Rue an der Eitrer Stroos verkauft gin an die neue proprietäre sie berät an fir d Parzell 65 iwwer 1760 vun 17 Cent Jahr die Lschen CR 132 schleit und Gemeng Schotter zu verkaufen. 119 € wie ha den Verkaufspreis an da köchten die Giffen dann noch vun der Gemeng überhol gin. Voilà, wann dat fir Äsch so an der Reihe wie, dann kind man Fleisch do etwas aufstimmen. Merci. Merci, Serge. Keine Remarken, gibt man da aufstimmen. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Joachim Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Jo. Nico Welsch, Ja. Ali Altmaisch und Vic Back. Ja. Voilà, merci. Da haben wir das auch. Da kommen wir und froh von den Conseilleren, schriftlich haben wir kein Kredit, sind da noch von ihr mündlich frohen oder keine Remarken, Claude? Mei Mäte jo dlächke hai driveriert, sie wird den Chantier an der Rue de Bayern an do so prompt reagiert, ginn an dat lo viel besser organiséiert mat de Luten, dat klappt wunderbar, ass net ganz viel Keier do is noch Leiit net wëssen an Mobber kann durchsprt. Dat geht nach de Chantier solo nach schüst op de Seiten am Trott war enke de Chantier eben Eisechantier an den eng de Promoteur, op der kreizen de Problem as lo, dass da kein Trottoir do ass. Dat fir a wosse Fausgänger lohner net so de grösse Problem. Du sinn awer Lokanner moies, dat wëlle ma jo och déi ze Faus, an die man wëlle, mat der Kontinent an Schoul fuhren. A fir déier Situationun awer lo trotzdem nachher man net so ganz evident, an die bussen dann awer de Stroos fuhren, sie gesinn awer net op hun hannen en de Stute kënnt, do wolltech froen, op do enke kënnt intervenéiert ginn, dats man do vielleicht jedentéi aber eng Verbesserung kreieren, so lang wie die Situation oder so was. Ich meine schon Verständnis für die Chantier und noch für die Häuser, die du gebaut gehen, wo man dann nicht averregen für das kann man ein bisschen mehr sicher da könnte machen. Ja, ich hatte gesehen, dass es sind zwei Lächer da, wo kein Placken drauf liegen. Und ich hatte also Leute gesagt, sie sollen da intervenieren, den Entrepreneur, den da schafft. Ich verstehe noch nicht, die Niveau Delegé à la Sécurité zum geht nicht mehr. Securitéit scheint awer net ganz positiv do rënne ze leiden. Also ich ginn enke hannet, dat das effektiv kriminell an das besonne Jowen lach, wo wirklich de Problem ass bëssen an dem ganze Chantier. Ich hat proprieär um Telefon, do den dann Kreos den Tretto opgemat, die engkommende duschleessen bis Fënsteren dra sind Janner kann Fënsteren net montéiere, weil de Grofen opgerat, also dat hin an hier méi ich ginn der recht mir sollen dat Domain an ich hat hin so gesot, was se net können do op die Dingen der Mä sollen einfach Barrieren op Gemeng sich gonn, an da sollen se 1,50 Meter vun der Stroos aufsperren, weil dat geht nach gut due an dem Mass dat lo an da klappt dat. Ich hat auch gesinn, dat lo an de Lächer geschafft und du warst froh und ich gedacht, das war sehr geregelt mat de Lächer. Mais das awer net geregelt an der Kontrahoselo, wat kann noch fir runnnen sowieso net drüber goen war net praktikabel, me Hose an Bar an Bause gesagt. Ja, die stehen total gut. Okay, ne notéiert, dann werden wir do intervenieren.
Gut, das kein Frohen, dann gebe ich euch Merci so Robby, pardon, das Publikum, und ihr nachher vielleicht ein Froh oder etwas zu sagen. Pardon. Ich muss nicht das Mikro just gehen. Nein, ich will das Mikro, weil sonst versteht Leute, also immer wird Robby gefroht, da muss ich ihn immer erklären. Ne? Man das schon nur gesprochen auf der Kreuzung. Ich kann nicht noch besser weiter so in das Zwischendeel kommen an der Mensch könnte Gas ausschließen und dann gehen die Löcher zugemäht. Ja. Das ist das, was ich locker so. Das wirklich nicht mehr an der Reihe, nicht mehr kann an alles. Ja. Da muss ich noch nach 2 Schulen da kommen, nicht schon jemand mit von der Straße gestellt ist und so. Da kommen die an die anderen werden. Ja. Gut, okay, merci. Ja, gut, merci, das mussten wir Ihnen dazu. Roche de Sonnering froh. Ja, ich hatte 2 Sachen, wo ich wollte frohen. Für dich, da nicht eng vor, für dich wollte ich dem Garcia Petre merci so für die schnelle Intervention, die wir gleich vor der Straße hatten, da aus dem Chantier vom Haus Lehnertz sind dick erst an den Stoß gefallen gewesen bei der ominösen Heck, die immer an den Stoß hängt, die Beben über den Stoß hängen, die alle Silos, Traktor, Mamunenge, weil sie kein Netzer dort mehr, kein Batschen zuziehen, wo auflöden. Das heißt, Kamion haben sie geschnitten auf 4 Meter, die werden wahrscheinlich ein bisschen mehr ich wurden. Wo den dann do schnell interveniert beim Promoteur an die sind over um 5:30 kommen, also in Totwerk gebot und den Decken nach opgehof für dat bis proper zu machen. Sie muss nach denke kommen für die Beben dodriwe Wächteschneiden, die dann zuviel Dave an Stroß ranhängen. Mit dat war eng sehr vom Garcia Petre, den du schnell reagiert huet. Die zweite, wo ich am Fungel wohl frohen, wir haben ein super Recycling Center, wie der Nummer seht, Recycling Center, den Recycled Shop, den also schon seit Monaten so, wo eine Gemengen große Reklamen auch viel Werbung machen an den letzten Zeitungen, dass die Fuhren, die sie kriegen, recycelt gehen, ob das Gebäßgelisse sind oder Blumendüppe oder Wert. Wir lassen als Recycled Center einfach, der Recycled Shop, pardon, einfach zu. Also es ist ganz unverständlich, dass die nachher so ist. Was für einen Grund hat das? Kann den Lohn nicht mehr so Corona, weil Corona ist das nicht mehr. Das hat nicht mit Corona zu tun. Merci. Ja, ich meine, wir gehen da den Betreiber für und wir sind als Gemeinde ja da nicht kein Abfluss mehr hatten. Die Diskussion ja schon, ich meine, ihnen also für die Sicherheit von ihren Leuten zu garantieren. Es hat für einen Grund, dass nicht das weiß ich nicht. Wir noch schon oft über den Shop diskutieren, aber wir gehen dann denken, sie als dafür und dass sie mal dem Betreiber erklären, dass es abgeht und dann gucken, was für Formen es gibt. Also Personal sieht, dann wie vom CS zugemerkt. Der Personal, ich meine, Personal soll ich mal nicht so, und das nicht in den Kommentaren zu gehen. Ich werde die Sache, wie wohl so, ich ihre Patron kriegt gesagt, für was so was. Aber ich meine, das wird schon sehr gut sein. Und Claude, du warst mehr noch in der Quelle. Ich wollte denken so, das hat schon mal Covid zu tun, weil eben die Leute sich da gut nicht und Regeln halten, weil die Leute die Distanziation nicht da gehalten und die Leute bleiben da und wird schon angefangen, das noch nicht niedergesagt, für rauszuräumen, dann auch schon den am Gange durch den Natur zu wollen. Also es hat schon mal Covid zu tun, dass die Situation nicht optimal ist. Also wir hatten heute schon darüber geredet, Lilian hat doch schon gefragt, wie du mit 4 am Juli nächste Woche Büro vom SIA, sondern werden wir den Punkt nicht diskutieren und dann eine Solution finden. Dann hat man nämlich auch die Geschichte mit dem Verkehr, das verläuft ja wohl besser, auch mit dem Mann, den ein bisschen das regelt, um dran an rausfuhren. Also das ist eine einfache Solution mit mir, aber dass es trotzdem besser geht. Und dazu muss man dann noch ein diskutieren und eine andere Solution finden. Gut. Voilà, merci. Was ist kein Froh mehr, gebe ich euch merci so und gebe ich euch raus an die Sonne entlosen und dann gebe ich mir nach die letzten Punkte in der Eisregel. Allez, merci.